So, grüß Gott beieinander. Ja. Heute mal ohne. Ja, mein Greenscreen noch gar nicht aufgebaut. Da schau her. Aber halt direkt vergessen. Moment, da müssen wir noch. Sigi, habe ich dir. Nein, da geht nichts, weil ich mein Greenscreen noch gar nicht aufgebaut habe. muss ich gleich noch schnell regeln. Moment. Sigi, ist alles gut bei dir? Du, der Naslog-Luster du natürlich überhaupt nicht entgegen. Da gibt's einmal überhaupt nichts. So, jetzt passt so, warte. Jetzt muss ich schnell mal kurz so machen. Ja, bei dir so. Bei mir passt auch alles. Noch ein bisschen Ärger mit meinem Auto. Schaut gleich ganz anders aus. Ein bisschen Ärger mit meinem Auto, also was heißt, Ärger ist eigentlich, ich brauche nur eine neue Batterie, aber sonst zauberhaft. Mein Puls ist wieder auf einen Normalpegel angekommen. Nach dem Stream am Samstag. Samstag war dezent anstrengend. Also zumindest die ersten 1,5 Stunden. Die waren kriminell ganz krass kreislich. Aber sonst, na, so weit nichts. Ein bisschen warm ist es heute, tatsächlich. Wollen wir schauen, wie warm es in der Bude die nächsten 2 Stunden wird. Aber gut, das ist ein anderes Thema. So, heute haben wir ein bisschen Action vor uns. Je nachdem, wie weit die Kim und wie lange die ganzen Kämpfe da halt dauern, warten eigentlich 3 Bosskämpfe geplant. Ja? Wie gesagt, ich bin jetzt ungefähr live bis 6 circa. Und eigentlich hätte ich es geplant, also einen Schlotberg schaffen wir auf alle Fälle. Aber ob wir die Arena schaffen, weiß ich nicht. Von der Zeit her. Also eigentlich war es. Die Wunschvorstellung wäre, dass wir halt Schlotberg komplett machen und dass wir unseren 4. Orden noch hin. Ja? Aber müssen wir schauen, inwiefern, wie gesagt, wie das zeitlich unterbringt. Der letzte Bosskampf, der Doppelkampf mit der KI, der hat es ja unfassbar stark gezogen. Also ich glaube, dass ich da 20 Minuten aufgekämpft habe auf den. Ja, schauen wir mal. Wird halt nicht weniger anstrengend, glaube ich. Also jetzt, ich rechne jetzt eigentlich schon fest damit, dass wir die nächsten Stunden, sage ich mal, schon langsam einmal irgendwann Verluste einfahren werden. Was allerdings kein Schande nicht war, weil wir verdammt gut bisher durchgekommen. Wir haben erst 2 Tote. Von daher, es hängt halt immer davon ab, was man verliert letztendlich. Wenn es irgendein so ein Aushilfsding ist, dann ist es nicht so tragisch. Wenn wir jetzt natürlich, keine Ahnung, zum Beispiel Sumpex oder so verlieren, das war halt schon eigentlich schon fast ein Run-Killer. Aber gut. Marschall, habe ich dir, grüß dich. So, alles gut bei dir? Aber jetzt schauen wir dann einfach mal. Je nachdem. Also, ich werde natürlich mein Möglichstes tun, nichts zu verlieren. Ja, das ist ja wohl sowieso klar. Natürlich könnt ihr dann auch wieder Kanalpunkte investieren. Das ist, denke ich, auch klar. Das gilt da übrigens für meine Mods. Auch ihr dürft keine Kanalpunkte da einwerfen, weil das Auflösen des QI auch da. Ja, das sind 2 Mausklicks. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Weißt du ja, du letztens zurückgehalten hast, Ziege. Also, wie gesagt, wenn du da an so einer Umfrage teilnehmen möchtest, darfst du das sehr gerne tun. Das ist überhaupt kein Stress. Ja, ist fein. Lass mal gerade die Sims wieder oben. Bei dir auch, hoffe ich. Sims?
Ja gut, bei den Horror-Trips, die du regelmäßig fährst, da die auch was zur Entspannung brauchen. Habe ich aber tatsächlich selber nie gespielt, Sims. Wo ich da leider nicht wirklich, ja, wie sage ich denn, kann da jetzt nicht wirklich meine Meinung dazu sagen. Also, kenne ich mich zwäng aus. Bei mir passt soweit alles. Wie gesagt, noch ein bisschen Schererei, in Anführungszeichen, mit meinem Auto, weil ich eine neue Batterie brauche, weil ich meine Batterie über Nacht denkt habe, nope, mit mir startest du dein Auto halt nicht mehr, du kannst es auch nicht suchen. Deswegen verschiebt sich der Stream jetzt auch um eine Stunde nach hinten oder beziehungsweise nach vorn. Also normalerweise war der erst um 5 Uhr live gekommen. Das ist gerade total ungewohnt für mich. Ich bin normalerweise nie so bald live. Also früher, wie ich angefangen habe, ja, da ist meistens so 3, 4 gewesen. Aber jetzt mittlerweile streame ich eigentlich vor 5 Uhr ziemlich selten. Spätestens seit der ersten Generation Urlaub ist dafür gut. Haben wir Urlaub, Frau Marschall? Wie schaut's denn da aus? Aber falls ja, dann hast du auf alle Fälle Apps, wo du ein bisschen runterkommen kannst. Das auf jeden Fall. Die Autos immer. Ja. Ja, wobei, man, auf 9 Jahre darf einmal eine Batterie kaputt gehen. So ist es jetzt nicht. Das ist die erste Batterie und wenn die nach 9 Jahren dann irgendwann einmal sagt, so, und ab vom Hof, akzeptiere ich. Die Woche, sehr schön. Dann erhole ich auf alle Fälle ganz gut. Ich habe jetzt noch insgesamt 7 Arbeitstage verteilt auf die nächsten 2 Wochen. Dann hat der Bazi auch 2,5 Wochen Betriebsurlaub. Das Pokémon mit den Punkten ist immer so ein Thema für mich. Soll ich setzen für Hall of Fame oder nicht? Um es nicht zum Verspielen. Du kannst ja die Punkte benutzerdefiniert setzen. Du kannst da sagen, du investierst nur 100 Punkte. Je weniger, wo du halt setzt, umso weniger kannst du halt im Zweifelsfall rauskriegen. Aber je weniger du setzt, umso weniger kannst du da verlieren. Weißt du schon? Also, du musst da gibt es ja keine Mindestanzahl, nicht wie viel, dass du da setzen darfst. Also, wenn du sagst, du magst 100 setzen, dann setzt 100. Und wenn du sagst, du bist der Rich Kid und setzt da 10.000 auf einen Schnitt, so wie es der Mr. Day Zero da hat, dann setzt 10.000. Ja? Es ist halt ein High Risk, High Reward, so auf die Art. Aber wenn du jetzt da ein paar hundert Punkte hast, das hast du auf einen Stream im Endeffekt wieder drin. Wenn du da ein wenig zuschaust, so, weißt du schon. Aber gut. Jetzt glaube ich, fangen wir an, weil wir ohnehin zeitlich ein bisschen ja, was heißt zeitlich, haben wir eigentlich nicht angehängt, aber auch 2 Stunden, aber trotzdem, wir mögen ja was sehen, ja, beziehungsweise ich möchte ja was sehen. Spotty, habe die Ehre, grüß dich. Außerdem möchte ich als Mod ab und an mal hilfreich sein, sonst braucht man mich. Da tue ich überhaupt nicht an. Bist du oft nur da. Das ist ja überhaupt kein Stress nicht. Das habe ich ja unter anderem gemacht, dass ihr es auch mal ein wenig davon habt. So. Weißt du, wenn das schon Mod hat. Aber ich verstehe natürlich deinen Punkt. Aber da brauchst du, wie gesagt, überhaupt nicht runter. Das kriegen wir schon. So, Spotty, wie geht's da? Alles gut bei dir? Jetzt fangen wir an. Okay? So. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ob's jetzt hergehst. So. Gut. Letztes Mal war ja intens. Wie gesagt, der Doppelkampf mit der KI. Bitte setzt mir nie wieder so einen Doppelkampf vor, weil sonst flippe ich aus. Das war so dermaßen anstrengend. Alles super bei dir. Das freut mich zu hören. Du bist bei dir schon im Urlaub, oder? Da habe ich jetzt, ich habe nur ein Flughafenbild gesehen. Kann das sein, dass du schon im Urlaub bist oder bist du auf dem Sprung in den Urlaub? Genau. Kampf mit der KI war äußerst anstrengend. Genau. Wir müssen jetzt auf den Schlottberg auf. Wir haben ein Level Cap 38. Da haben wir noch gut weg. Also haben wir noch ein bisschen Luft tatsächlich. So, das Ding ist, ich habe jetzt mein Dragonier noch nicht EV trainiert. Das heißt, das legen wir jetzt dabei einmal nur mal ab. Das heben wir uns für später einmal auf. Und dann nehmen wir uns jetzt einfach einmal unser Panzer Aeron wieder mit. Ich finde irgendwie so ist ein ganz solides Team eigentlich bisher. Tatsächlich. Von daher, Saphira, habe ich die Ehre, grüß dich. Du bist schon wieder da. Okay, dann hoffen wir, dass du ebenfalls einen sehr erholsamen Urlaub gehabt hast. Genau. So, und jetzt müssen wir auf den Schlottberg. Und zumindest sagen wir uns das, dass wir da hin müssen. Ja.
So, was ist jetzt auf Level 37? Eigentlich nur Garados und Hytira. Das heißt, die zwei lassen wir jetzt erstmal kurz außen vor. Weil die werden wir später ohnehin nur brauchen. Wie viele Erfahrungspunkte habt ihr denn jetzt eigentlich? Holt sie etwa in Grenzen. Okay, also ein bisschen Luft ist da tatsächlich noch. Ja. Ja, gut. Da gehen wir jetzt einfach so dahin, das wird ja im Mann schon passen. Ja, uns kleinen tut es nicht, damit wir nicht geärgert werden. Hätte mich vielleicht da offstream mal umschauen sollen, ob es da noch irgendwelche Items zum Ergattern gibt, aber die Zeit, Freunde. Ja, ich habe die Zeit leider nicht momentan. So, die haben wir noch nicht gemacht, das weiß ich. Aber doch ein wenig zu eng, okay. Bist schon da, aber noch im Lack. Wifi, der rennt die nicht. Okay, alles kein Stress, passiert im Moment die nächsten 10 Minuten noch nicht wirklich viel. Alles gut. Tun Sie sich da nicht runter. Gut, der an 8 Level drunter, da feiert uns sowieso nichts. Aber schön, dass du da bist, auf alle Fälle. Schnuthelm. Ich glaube, ist ein Käfertyp, wenn mich nicht alles täuscht. Da bin ich richtig drin, sehr gut. Ja, der Trainer ist jetzt natürlich ein bisschen suboptimal, weil uns der gerade Erfahrungspunkte gibt, wo sie jetzt eigentlich für den Schmuckberg aufheben wollen. Aber gut. Kriegen wir mal irgendwie. Ja, Bodycheck, das brauchen wir jetzt in dem Fall nicht. Wir haben ja mit Sumbex eigentlich eine brutal gute Coverage. Und dann haben wir ziemlich gute Angriffe und können relativ gut reagieren auf ziemlich viele Typen, tatsächlich. Das gefällt mir. So. Ja, der Rund war eh kein Trainer nicht, den haben wir gemacht, weil er nicht optional ist. Da in dem Haufen ist auch irgendwas drin. Gut. Ah, die haben wir nicht gemacht. Gut, dass wir so weit Topschutz haben. Natürlich, die haben wir natürlich auch erhackt, weil spart uns halt einfach Zeit. Ja, genau, da ist er noch umeinander angeschaut. Jetzt bin ich aber nicht. Das ist ein optionaler Gewinn, den haben wir da unten austribbeln können. Okay. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, nach dem Stream am Samstag ist das jetzt eine absolute Entspannung für mich. Muss ich Ihnen wirklich sagen. Kann aber auch überhaupt nicht verstehen, warum das so ist. Der Dicke dreht sich. Oh, da haben wir ein Item, ich hab's genau gesehen. Hey, ich hab mir jetzt am, ich glaube, es war eh gestern Abend nur, aber mir mein also quasi mein Stream nur mal in der Situation angeschaut, wo das Baby dann gekommen ist. Ja, einfach weil ich mal schauen will, wie blöd ich da geschaut habe, wie das, also, das hätte eigentlich, weiß ich nicht. Ich bin am überlegen, ob es sogar noch Clip. Muss ich mal schauen. Also da ist er richtig dumm aus der Wäsche geschaut. Aber da wird es vermutlich an jener so gegangen sein, der wo das gespielt hat. So. Göttlich mal. Für euch ja. Für euch ja, auf alle Fälle. Okay. Ja, es war ein wenig Overkill, findest du nicht? Which Clips Germany? So. Warte mal, der Wanderer schaut so aus, wie wenn er irgendwas hätte für uns. Der steht da so verdächtig. Oder auch nicht, ja gut, okay. Ja, das ist ja kein Stress nicht. Ich bin, wie gesagt, vielleicht heute Abend, weil da habe ich tatsächlich einmal ein wenig Zeit.
Vielleicht klippe ich halt auf noch die Reaktion dazu. Wie das Baby da 4 Krochen gekommen ist. So, wir haben jetzt am Schlottberg, das ist ein Vulkan für alle, das habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt. Das ist ein Vulkan. Und wir haben ja letztes Mal den Meteoriten zurückholen müssen, den wir uns von dem Forscher haben wollten. Den Meteoriten haben sie aber immer noch. Ja? Die haben sie samt dem Meteoriten aus dem Staub gemacht, haben jetzt dann da auf. Also was ist jetzt der Zweck der ganzen Geschichte? Die möchten den Vulkan zum Ausbruch bringen. Mit Hilfe des Meteoriten, wie das geht, so weiß ich nicht. Aber wie wir mir wissen, wenn ein Vulkan ausbricht, Lava und so, aus dem entsteht Land. Die mag man mit Landmassen vergrößern und so weiter und so fort. So. Team Aqua ist jetzt zwar auch ein Schurkenteam, aber in der Edition auf unserer Seite, weil wir bekämpfen ja Team Magma und See ja bekanntermaßen auch. Also tun uns die nichts. Ja? Im Gegenteil, die helfen uns sogar. Das heißt aber deswegen nicht, dass die unbedingt flauschig haben. So. Sumpex ist aufgestiegen, haben wir gesagt. Das tun wir jetzt einmal schnell nach hinten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir mit Eglinde da gut leaden können. Ich vermute jetzt einmal eher nicht, weil die Unlicht-Pokémon gern haben. Ich merke gerade, ich habe generell irgendwie eine ganz schlechte Coverage gegen Feuer. Na, wobei, kann man so nicht sagen. Ja, jetzt liegt man mal mit Panzer und das wird dann schon passen. Weil die Trainer haben ja jetzt allesamt nicht optional. Golbert, ja gut, das ist ja schon mal nicht so verkehrt. Ja, auf Level 32, das ist eigentlich stabil für uns. Vergiften können sie uns nicht. Resistieren wir eigentlich so ziemlich alles. Ja, das können wir hin. Panzeran hat, glaube ich, letztes Mal bis auf einen Switch in keinen einzigen... na doch, es hat Onyx gekillt. Onyx hat es noch gekillt. Stollrak. Okay, da habe ich jetzt nicht wirklich was dagegen. Ja, können wir eigentlich nur Broly nehmen. Special Defense, kümmert mich das? Ich glaube eher nicht. Ja, das hat Robustheit, okay. Na, kümmert mich nicht, weil sie körperlich angreift. Okay. Killt sie halt mit Rückstoß selber. Gut, den ersten hätten wir. Oha, da kommt ja schon der... Ach ja, doch, da kommt noch ein Rüpel. Okay, da kommt der Vorstand schon. Dann muss ich nochmal schnell zurück ins Pokécenter, weil ich muss ein Teambuilding machen. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, da kommen noch 3 Trainer. Oder 2, ich weiß nicht mehr, wie viel das im Original waren. Ausgerübelt, so nämlich. Buchzeug kann ich da nicht verwenden, oder? Ja, denke mal. Ja gut, okay, dann müssen wir zurück. Das hilft nicht. Da muss ich mir jetzt erst einmal anschauen, was die Herrschaften haben. Fuck, ich hab gemeint, da kommen mehr Trainer. Aber gut. Hilft mir nicht. Hab das nicht mehr so genau im Kopf gehabt. Da fahren wir wieder runter. Ich will es eh schon gleich zum Vorhersage machen. Tatsächlich. Kind's gleich eine wieder mit engen Punkten, die was habt. So, jetzt ist die Frage, in welche Richtung gehe ich. Gehe ich nach oben oder gehe ich nach unten? Obitzer brauche ich jetzt drüber, möchte ich mir jetzt eigentlich nicht lernen, aber... Gut. Den Money haben wir gemacht, ja, den haben wir gemacht. Ja, gehen wir nach oben. Ist am einfachen. Ist am einfachen, weil dann brauche ich jetzt nicht unnötigerweise irgendwem zu drüber lernen.
Muss ich mir da nochmal meinen, muss ich mir da nochmal meine Dokumentation zurückziehen, damit ich mir mal anschauen kann, was die Herrschaften einsetzen. Der war eh nicht optional, den haben wir nicht ausweichen können. Gut. Ich glaube, dass wir... Moment einmal, wir kriegen ja nachher sogar noch einen Encounter, wenn wir nicht alles täuscht. Nämlich, wenn wir vom Berg runtergehen tatsächlich. Fällt mir jetzt gerade so ein. Ach, das ist nice, die bleiben da stehen. Okay. Okay. Gut. Dann schauen wir mal. Teambuilding, meine Freunde. Hat ja letztes Mal nicht einmal so schlecht funktioniert, das Ganze. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt passt so. Wo haben wir jetzt? Wir haben jetzt halt am Schlottberg. Sind mit Orfälle, Mount Chimney, okay. Tatsächlich, das ist wirklich nur ein Rüppel. Ja, gut, okay. So, wir haben da jetzt einen Kalle, Kommandant Kalle. Was hat der? Oh, der fuck, der kriegt... Okay, der kriegt im Vergleich zu vorher ein Relaxo dazu. Das ist ein Problem. Ansonsten hat er das gleiche Team und das Level ist auch gleich. Okay, das ist ja schon mal nicht einmal so schlecht. So, aus dem sein stärkstes Pokémon ist mal auf Level 35. Also das ist bekanntermaßen sein Flampivian, was uns da letztes Mal gefährlich werden hätte können. So. Schauen wir mal. Und was hat dann der Anführer? Der Anführer Charlie? Was hat... Ach du Scheiße. Okay, dem sein stärkstes ist dann auf alle Fälle auf Level 36, aber dem seine Pokémon sind relativ langsam. Die sind relativ langsam. Bis aufs Golbat und das Hundemann. Okay, fangen wir mal beim Kommandanten an. Der fängt an mit einem McNian. Wie letztes Mal auch. Jetzt passt auf. Machen wir es wieder ganz Schritt für Schritt. Ja gut, eins müssen wir logischerweise behalten. So. McNian hat wieder Bedroher, wie letztes Mal auch. Und hat auch wieder Donnerzahn, wie letztes Mal auch. Das heißt, wir können wieder schön baiten, indem wir einfach Gyarados Lead nehmen. Kommt Donnerzahn, dann haben wir einen automatisch sicheren Switch in Sumpax. Und mit Sumpax bin ich eigentlich relativ fein. Es hat nämlich diesmal im Vergleich zu vorher nicht Angeberei, sprich es hat keinen Angriff, der mich verwirren könnte. So, Gyarados ist zudem dann noch relativ gut gegen sein Flampivian, was wir ja letztes Mal schon gelernt haben, dass wir es outspeeden können. Schaut also auch gut aus. So, das Problem ist jetzt dann an der Stelle eigentlich nur noch das Dingens, ein Smogmog. Da hätten wir eigentlich Smarshall dafür. Weil es hat Schwebe, das heißt Bodenangriffe negiert das Ganze, wird also nicht funktionieren. Genau, dann hätten wir Smarshall und dann ist eigentlich nur... Das Relax ist tatsächlich das größere Problem, da brauchen wir physische Angriffe, haben wir Gott sei Dank mit Meistergriff. Da wird uns Ableithieb relativ gut helfen können tatsächlich. Dann schaut das eigentlich schon mal ganz gut aus. Das war einmal so der Grundplan für einen Kalle. Der heißt ja so, abgesehen davon. So, jetzt ist die Frage, ergänzt sich das Ganze gut mit dem Mark, also mit einem Boss. Der leadet nämlich danach mit einem Golbat, wo es ein Flugjuwel hat. Sprich, das hat Akrobatik, greift dann, okay, das ist dann ziemlich stark. Das heißt, da müssen wir später mit Panzer Aeron leaden, damit wir das noch einmal negieren, also muss Panzer Aeron definitiv mit. So, Panzer Aeron bringt dann automatisch Hundemann oder Kammerupt außer. Weil Feuer anfällig. Und dann können wir eigentlich nur, weil Pupitar kein Problem ist langsam, Lepomentas kein Problem ist langsam.
Oh, wobei, Moment einmal. Lipomentas hat Energieball. Das ist vielleicht doch ein Problem. Nein, ist nicht ein Problem, wenn wir Garados haben. Okay. Dann ist es einfach so, noch heute teurer mitnehmen. Ja toll, dann haben wir jetzt bis auf einen Pokémon, was wir tauscht haben, eigentlich dasselbe Team. Aber gut, das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Der Plan auf alle Fälle für den Kalle steht schon mal und was wir dann beim Markt tun, können wir uns ja dann nochmal genauer anschauen. Aber ich glaube, dass sich das Team nicht stark ändern wird. Tatsächlich. Das Einzige, was wir uns vielleicht überlegen könnten, ob wir Toxin von dem Ding da brauchen könnten. Aber wahrscheinlich auch eher nicht. Ja, jetzt gehen wir einfach einmal so rein, dann wird einem das schon besser werden. Tippe jetzt einfach mal. Kriegen wir schon hin. So. Wie wir letztes Mal gelernt haben, wir mal Sicherheit speichern. So, halten wir noch schnell geschwind. Ich würde es so brutal gut finden, wenn wir mir Schutzschild als Attacke hätten. Das darf mir so stark helfen. Aber gut. Ich hätte gern andere. Also ich hätte gern öfter mal was anderes, aber es ist halt leider nicht die Realität. Bisher schlagen wir uns ja ganz gut. Ja, ist ja jetzt nicht so, dass wir bisher voll am Ablosen haben. Du hättest sogar ein Grammokles gegeben, merke ich gerade. Es war fast ein wenig bald wieder runtergekommen. Jetzt wird die Trainerin noch erwischt. Micha, Valere! Du hast mir gerade was zu sagen. Was denn? So. Hast du Frühschicht oder was? Oder spät? So, 3 noch um. Merci. Minato. Ah ja. So. Bosskampfzeit, Freunde der Sonne. So, da machen wir jetzt direkt einmal eine Vorhersage. Machen wir es einmal ein wenig spannender. So, jetzt haben wir 2 Minuten Zeit. Abkommen. Schaffen wir es mir, Deathless durch den Kalle und durch den Mark. Ja, also 2 Boss-Trainer hintereinander, Deathless. Kinds abstimmen. Da losen wir jetzt sogar mal den Spaß. Den Spaß erlauben wir jetzt einfach mal. Ach so, okay, ja gut. Frei ist auch nicht schlecht. Und Douglas das gibt, sehr gut. I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cost. Schöner Text, Mr. Price. Merci für deinen Resub im 8. Monat. Leck mich am Arsch, bist du schon sehr lang dabei. Weiterhin willkommen in der Basis und viel Spaß mit den Mods natürlich. Alles fit bei dir. So, eine schon, das ist eigentlich ziemlich dezent. Guter Feuerangriff eigentlich. Verbrennt Bären, wenn wir treffen damit. Passt soweit. Sehr gut.
Kommst genau rechtzeitig zum Bosskampf. Wieder mal. Zum Doppelbosskampf, besser gesagt. So. Gut. Also, jetzt schauen wir nochmal. Wir müssen mal schauen, ob die Items passen. Was nehmen wir überhaupt für Items? Das ist einmal das Allerwichtigste. Schauen wir mal. So, Gyarados hat normalerweise Expertengut. Das passt, das können wir lassen. Sumpex hat noch keine Themen, müssen wir uns jetzt dann überlegen, was. Marschall Sindelbeere, Meistergriff Sindelbeere, Panzeron Sindelbeere, Überreste auf Haitaira ist auch völlig okay. Das heißt, wir brauchen jetzt was für Sumpex und für sonst nichts. Okay, dann brauchen wir jetzt für Sumpex nur... Ja, müssen wir mal schauen, was haben wir denn da eigentlich noch? Blinkklaue. Granitstein, Steinattacken werden da verstärkt. Ja, Schattenglas verstärkt. Unlicht haben wir jetzt nicht. Macho-Band bringt uns auch nichts. Überreste hätten wir zwar theoretisch nur 5 Mal, aber bringt uns in dem Fall jetzt eigentlich auch nicht wirklich weiter. Händler, soll der denn? Nimm einen Bahnhammer, der ist immer gut. Der. Okay, ich nehme einen Bahnhammer. Und wirfen und schlucken einfach ins Lava rein. Haben wir effektiv was davor, wenn Steinattacken stärker haben? Ich glaube eigentlich nicht. Da gehen wir lieber für eine Beere. Sag ich ganz ehrlich, wie es ist. Wobei, wo switchen wir denn mir? Ja, da ist eigentlich eine Sindelbeere, die soll gescheiter. Machen wir so. Preis bei mir passt alles soweit. Bei den anderen denke ich jetzt auch mal schwer. So, Freunde. Zeit für den nächsten Bosskampf. Gyarados Lied haben wir, das passt. Gehen wir mal rein ins Viech. Du bist mir doch schon bei den Meteorfällen in die Quere gekommen. Ja, ich hab die massivst rasiert, mein Freund. So, sag bloß, du willst uns schon wieder die Suppe versalzen. Weißt du eigentlich, wie unglaublich, unendlich, unheimlich, unfassbar, ja ausgesprochen, außerordentlich, unverhältnismäßig und in extremstem Maße, ja genau, hör mal in der Luft, weil dein Bauch immer größer wird, nervig du bist, Kindchen. Ich werde dich zerquetschen, du durchkreuzt unsere Pläne kein zweites Mal. Schauen wir mal. Magma, Vorstand, Kalle. McNian. Haben wir ja schon rausgefunden. Das, wo Bedroher hat. Fuck, ich hab vergessen, meine Pokémon auf 37 zu bringen. Ist aber bei dem Kampf noch nicht so dramatisch. Gut. Das ist auf alle Fälle jetzt mal Donnerzahn. Warum Donnerzahn? Weil vierfach effektiv auf Gyarados. Donnerzahn wird von Sumpex aufgrund des Bodentyps komplett negiert. Genauso ist es nämlich. So. Das Ding hat diesmal im Vergleich zum letzten Kampf keinen Angriff, der uns verwirren kann. Deswegen können wir jetzt für Dampfwalze gehen, den Init von dem Viech senken. Dann haben wir in der nächsten Runde nämlich schneller und können wir es killen. Ist erstaunlich viel Schaden tatsächlich. Das waren jetzt insgesamt 40 KP, das heißt, ein Crit warten 80, das ist gar nicht einmal so wenig. Heilige Scheiße. Da gehen wir gleich nochmal für Dampfwalze, weil es ein sicherer... Okay, das kann also auch passieren. Er dreht den Spieß jetzt um. Er spielt im Endeffekt die gleiche Strategie jetzt. Okay. Smogmog, kannst du mir was? Donnerblitz bringt gar nichts. Du wirst wahrscheinlich für einen Step-Move in Form von Matschbombe gehen. Was mich bei dir ein wenig stört, ist, dass du mir rein theoretisch vergiften könntest. Aber da ich ziemlich sicher bin, dass das Ding jetzt langsamer ist wie ich, weil Smogmog einfach einen unfassbar geringen Base-Speed hat, konnte ich jetzt eigentlich einmal drin bleiben, weil ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich einen Schlag auch mit Crit überlebe. Da muss ich jetzt aber eigentlich nur hoffen, dass Nassschweif trifft tatsächlich. Ja. Macht sogar Spukball. Ich wollte nämlich schon in Marschall gehen. Das wäre böse in die Hose gegangen.
Die Vorhersage ist sowieso für beide Bosskämpfe jetzt miteinander Siege. Der Kalle und der macht zusammen Deathless. Ah, da muss ich aber fast für Nassschweif gehen, weil was anderes wird nicht killen. Wahrscheinlich gerade nicht killen. Wir waren bei 112 Copyright. Das sind 15, das sind wir 20 mal 2 sind 40, 47, 54. Okay, also das heißt, dann kriegt er überleben. Easy. Ich bin sowieso schnell abgeschlagen. Gut, dann ist das Smogmog zumindest schon mal raus. Okay, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass du jetzt Flampivian bringst. Belastend. Jetzt ist die Frage. Es ist normalerweise. Jetzt Moment einmal. Normalerweise müsste das Flammenblitzer. Das müsste normalerweise Flammenblitzer. Fuck. Moment, hä, wo ist denn das jetzt? So eins, okay. Nein, eigentlich nicht. Das kann nicht Flammenblitzer. Oh, leck, was geht denn da jetzt? Das ist jetzt total. Das ist jetzt ungefähr der Worst Case. Warum geht er jetzt? Das ist normalerweise entweder Hammerarm oder Zen-Kopfstoß. Der macht normalerweise nicht Flammenblitz. Das Problem ist, wenn er Flammenblitz macht, killt er sowieso alles außer Hydra. Weil Big Mom tankt es vielleicht auch gerade noch so weg, aber das Problem ist seine Fähigkeit mit roher Gewalt und Lebenort. Das ist halt brutal. Der geht aber nicht für Flammenblitz, weil Flammenblitz ist nicht sehr effektiv. Das heißt, der macht ohnehin gerade halberten Schaden. Der macht entweder Ding, Zen-Kopfstoß oder Dingens, sagt man's. Hammerarm. Also das kann mir halt jetzt passieren, dass ich Panzerung verliere. Wenn er jetzt einen Flammenblitz macht, ist Panzerung so gut wie tot. Das hilft aber nicht. Er kann normal eine Flammenblitz machen, das ist eigentlich unmöglich. Er macht Flammenblitz. Are you kidding me? Ha! Robustheit! Easy! So, jetzt weiß ich garantiert, dass er Flammenblitz macht. Jetzt weiß ich garantiert, dass er Flammenblitz macht, weil Step Move. Und sehr effektiv. Und jetzt ist Easy Hydra. Es ist nicht sehr effektiv und killt mich halt fast. So, und jetzt muss ich hoffen, dass Nassschweif trifft. Wenn Nassschweif jetzt nicht trifft, ist es vorbei. Nice. Hey, Hochmut. So, Broly ist auf Level Cap. Jetzt können wir wieder McNilen. Was jetzt wieder Donnerzahn sagt als Kill, weil 4 war effektiv. Jetzt kann ich wieder in Broly gehen. Ich muss halt aufpassen, dass ich Broly nicht überlevelt. Wenn ich Broly überlevelt, darf ich es in der nächsten Arena nicht hernehmen. Das zwar dann auch nicht helfen. Ich glaube, dass ich nur Alternativen habe.
Ja, Donnerzahn easy. So, du hast jetzt keinen sicheren Switch-In mehr für Dampfwalze. Das heißt, du hast jetzt maximal noch Relaxo. Das negiert ja Dampfwalze in dem Sinne, also easy. Gut, Verteidigungsdrop ist sowieso jetzt relativ, weil ich im nächsten Zug sowieso ausziehen muss. Sei aber der. Das war schwer gegen Feuer. Ich hab noch einen Haufen Wasser-Pokémon zum Glück auf der Box liegen. Also Sumpex, wenn über Level kannte, glaube ich sogar kompensieren. So, da haben wir das Relaxo. Relaxo hat eine unfassbar hohe Spezialverteidigung. Hätte man damals bei der Renegade Platinum fast zweimal einen Run gekillt. Genau deswegen kommt jetzt Xena dann zum Einsatz. Jetzt pass auf, lass mich mal schauen. Was hast du? Fuck, ich hätte Xena vielleicht für den Fall tatsächlich sogar eine Anti-Para-Beere geben sollen. Weil das Ding Bodyslammen kann. Obwohl ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass ich mit Big Mom outstallen kann tatsächlich. Wobei, ich kann zwar outstallen, aber nicht outdamagen. Das ist das andere Problem. Wo ist denn jetzt? Da ist er. Bodyslam, Steinhagel, Erholung und Schlafrede. Okay. Steinhagel war jetzt nicht so dramatisch. Aber er wird halt dafür Bodyslam geben. Muss jetzt hoffen, dass er mir nicht parat. Bodyslam, bitte nicht paran, bitte. Natürlich. Genau für den Fall hätte man eigentlich Anti-Para-Beere ausrüsten sollen. Wie nur schneller? Na, natürlich nicht. Jetzt bin ich natürlich im Nachteil. Jetzt kein Full-Para kassieren. Jetzt krittet er mir nicht. Jetzt krittet er mich natürlich noch, weil klang ja noch nicht. Okay, wenigstens das trifft. Oh, easy. One-Shot. Oh, Gott sei Dank. Boah, leck mich am Säbel. Das war mir schon wieder sauber zu eng. Das war mir schon wieder viel zu eng. Gut. Kalle Defles hätten wir. Ja, die Vorhersage beinhaltet aber einen Mark halt leider auch. So. Ach du Kacke. Der möchte mal instant heilen. Der hat unser Team ganz schön zugerichtet. Gott sei Dank haben wir Panzer Aeron gefangen mit der Fähigkeit Robustheit, weil wenn ich das nicht gehabt hätte, war Panzer Aeron baden gegangen. Ich muss aber ehrlicherweise jetzt dazu sagen, ja, Schande über mein Haupt, ich hab nicht bedacht, dass Panzer Aeron die Fähigkeit hat. Also es hätte eigentlich nie zur Debatte stehen müssen, ob ich zu Panzer Aeron switch oder nicht. Das war sowieso immer der safety Play gewesen, aufgrund der Fähigkeit. Ja? Das war erst der Kalle, genau. Jetzt kommt noch der Mark. Jetzt kommt noch Mark. Der Boss von der Veranstaltung. Etwas. Falsches Knipfer. Gut. Von dem jetzt Panzer Aeron und Marschall und Meistergriff tatsächlich noch auf Level 37 geht, damit das auch mal halbwegs passt. Oh, Marschall kriegt Psychokinese. Marschall, du warst schon OP, jetzt bist du es aber noch mehr. Du warst schon OP, jetzt wirst du es ein Stückchen mehr. Wuchtschlag ist eigentlich Scam, mehr hätte ich gar nicht. Okay. So, passt auf. Nächster Bosskampf ist der Mark. Der ist eine Stange stärker. Jetzt schauen wir mal, was hast du? Du hast der Golbat. Okay. Golbat mit Flugjuwel, was verbraucht wird, sobald du eine Flugattack einsetzt, dann kommt automatisch Akrobatik, dann wird die Attacke nochmal verstärkt, weil du kein Item mehr tragst und durchs Flugjuwel wird es auch nochmal verstärkt. Das heißt, das sicherste an der Stelle ist Panzer Aeron. Definitiv, da brauchen wir gar nicht drum diskutieren. So, kann Akrobatik, Konfusstrahl, Matschbombe,
Torment weiß ich gerade gar nicht, was das ist. Okay. Das heißt, wir brauchen auf Raptor eigentlich eine Anti-Verwirrungsbeere, weil Golbak können wir mit Raptor eigentlich relativ gut soloen, sag ich einmal. Da haben wir Anti-Verwirrungsbeere, ist was? Persienbeere, glaube ich, war das, oder? Jawohl. Damit ja auch nichts passiert. So. Dann hast du Hundemon. Was Finsteraura, Flammenwurf, Donnerzahn und Irrlicht beherrscht. Das heißt, das wird dann wahrscheinlich noch Golbat einer kommen, wird dann für Flammenwurf gehen, weil Step-Move, das heißt, ich habe dann einen sicheren Switchen tatsächlich in Garados. Wobei, na, so sicher ist der Switchen gar nicht, da war der sicherste Switchen eigentlich sogar auf Sumpex, weil ich Donnerzahn immerhin negieren kann. Ist tatsächlich sogar so, wird auch gar nicht mehr anders. Problem ist eher Sumpex, es ist halt das Problem, weil ich wahrscheinlich wird man Sumpex überleveln, aber Sumpex ist halt der absolut most fucking MVP in der Arena. In dem Kampf. Allerdings fällt mir gerade auf, dass man eigentlich theoretisch gesehen sogar mit Meistergriff Hundemon besiegen kann. Wobei der halt den Flammenwurf negiert. Und ich habe auch keine Anti... Doch, ich habe sogar Anti-Burn-Beere. Frage ist, ob ich schneller bin. Wahrscheinlich aber... Nein, ich bin nicht schneller, weil ich minus Speedwesen habe. Okay, dann hat sich das also auch erledigt. Ja, dann wird's aber leider nicht anders, dass wir da Sumpex hernehmen müssen. Wenn's überlevelt, mein Gott, dann kann ich nicht helfen, dann müssen wir ohne Sumpex in die nächste Arena. Wie gesagt, ich habe noch ein paar Wasser-Pokémon auf der Bank, die wo wir da tatsächlich dann gut hernehmen können. Also Sumpex können wir tatsächlich noch kompensieren. Das war jetzt, glaube ich, nicht so dramatisch. Dann ist jetzt eigentlich nur die Frage, wo sie für Meistergriff hernehmen. Macht eigentlich nichts wirklich Sinn. Bringt mir Steinhagel-Apps eigentlich nicht. Also ein Item, was Kampfattacken verstärkt, war halt richtig gut. Aber habe ich halt leider nicht. Dann musst du auch Zindelbeere herhalten. Obwohl, wir kann man eigentlich... Zindelbeere ist eigentlich total wasted, weil wir Ding haben. Ableithieb, dann gehen wir einen Flinkklaue. Okay. Double M habe ich der. So, bin ich derweil wieder dort zum Zuschauen. Was? Und mal was essen. Mrs. Wifey, lassen Sie das auf alle Fälle schmecken. Den ersten Kampf haben wir Deathless überstanden, der war aber nicht ohne. Du hast mich vermisst. Oh, da ist aber einer flauschig drauf. Was fit bei dir? Jetzt habt ihr noch ein paar mehr Sachen geschrieben. Marshall setzt Schminken ein, Gegner ist verwirrt wegen Make-up und verlässt sich selber. Und du fragst dich, warum du geschubst bist. Mit Schildlos von Mahoma ist Wuchtschlag OP. Ja, ich hab aber nicht. Ich hab aber nicht Schildlos, das ist ja das. So. Gut. Items haben wir. Passt also soweit. Können wir eigentlich weitergehen. Bin eben aus der Nacht gekommen und bin nun ausgepennt. Mir geht es gut und dir. Sehr gut. Das hört man doch ganz gern. Mir geht es soweit auch ganz gut. Wir haben jetzt den nächsten Bosskampf am Start. Ich denke, dass ich gut vorbereitet bin. Wie gesagt, Kalle haben wir gerade Deathless geschafft. Ist zwar sehr, sehr knackig gewesen. Der war letztes Mal schon knackig. Jetzt kommt der Anführer. Ist tatsächlich unsere erste Begegnung jetzt in dem Run. Schauen wir mal, wie es wird, dann sehen wir schon. So. Double M, danke für dein Abonnement 3 Monate voraus. Danke dir. Viel Spaß mit den Mods. Willkommen in der Bazi gegen mein Freund. Danke dir. Danke für den Support. So, Markt gegen Markt, die große Frage, wer gewinnt? Ja, da kann man Umfrage machen, oder? K oder C? Nein, du hast nicht, das war ein Scherz. So,
Dieser Meteorit birgt wahrlich grandiose Kräfte. Nicht auszudenken, was geschehe, wenn man die Energie, die im Kern des Planeten ruht, mit der des Meteoriten verbinden würde. Dieser unbeugsame Wille, der mir aus deinen Augen entgegenblickt, aber ja, du bist doch derjenige, der uns im Ozeanmuseum von Graphitport City einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Dass du dich bisher hervorgekämpft hast, bedeutet dann wohl, dass du Kalle bezwungen hast. Ja, nicht nur einmal, sondern zweimal, Bulle. Und du bist der Nächste. Wer es verdient, kriegt's auch. Dankeschön. Danke für diese Komplimente, okay? An alle. Hab ich heute schon mal eins gekriegt. Dankeschön. So, ich hatte schon so ein Gefühl, dass Ärger im Anmarsch ist. Du warst das also, alle Achtung. Gut, dann möchte ich dir auch heute wieder etwas Wichtiges mit auf den Weg geben. Vor Jahrtausenden machte sich ein besonderes Wesen die gewaltige Energie, die im Inneren unseres Planeten schlummert, zunutze, um die Landmassen, die wir unser Zuhause nennen, aus dem Nichts zu erschaffen. Diese Kraft, nach der wir streben und mit der es uns möglich sein wird, die Landmassen auszuweiten, wohnt einem urzeitlichen legendären Pokémon inne. Wird man vielleicht nur kennenlernen. Dieses Pokémon hat jedoch die Quelle seiner Kraft verloren und ist in einen tiefen Schlaf gefallen. Du willst sicher wissen, wie man jenes Pokémon aus seinem Schlaf erwecken kann. Nun, unsere Nachforschungen haben uns schließlich zum Schlotberg geführt, genauer gesagt zu diesem Meteoriten her. Und jetzt wird eigentlich schon langsam so wirklich klar, was Team Magma eigentlich verfolgt. Ja? Die mengen das besagte Pokémon aus dem Schlaf erwecken, damit das sein Urzorn wieder erwecken, also praktisch freien Lauf lässt. Heute Einschaltungszeichen. Mal danke für deine 10 Bits. Genug Liebe für heute. Denn unter den richtigen Voraussetzungen sollte es uns möglich sein, die Eigenschaften dieses besonderen Steines derart zu verändern, dass dieser zu einem Megastein oder gar zu einem Schlüsselstein wird. Was das ist, erkläre ich, wenn es soweit ist. Wir befinden uns hier außerdem auf dem Schlotberg. Ach nee. Don't you say, Einstein. Das bedeutet das, aber ich verrate dir besser nicht zu viel. Genug der Belehrungen. Die Stunde der Säuberung ist angebrochen. Wie du dich sicher noch erinnern kannst, hatte ich dich im Museum von Graphitport City eindringlich gewarnt, dass ich kein Erbarmen mit dir zeigen würde, wenn du dich uns erneut in den Weg stellst. Daher werde ich dir nun ein jähes Ende bereiten. Du darfst dich geehrt fühlen. Mich wundert's, dass das in Deutschland überhaupt so übersetzt worden ist, ja? Danke für deinen Lurk. So. Gut. Ich möchte jetzt eigentlich keinen Zug nicht wasten, weil entweder kommt jetzt sowieso Windschnitt mit Flugjuwel oder eben gleich Kung-Fu-Strahl. Können wir beiden gut entgegenwirken. Das heißt, es soll halt eigentlich ein easy Double-Kill sein. Folterknecht sagt eigentlich nur, dass ich nicht Tag 2 mal hintereinander machen kann. Das macht mir jetzt aber persönlich eher weniger. Bin sogar schneller. Easy. So, Golbart ist raus. Jetzt müsste der Hundemon kommen. Na, Laternecto. Okay. So, was kannst du? Mit dir habe ich mich gar nicht befasst. Ach, du bist lampend. Okay. Du hast einen Fokusgurt. Das heißt, du wirst auch nicht mit einem Schlag gekillt. Du hast Hitzewelle, Spukball, Energieball und Irrlicht. Das ist auf jeden Fall jetzt, egal wo es kommt, Hitzewelle. Dann ist das sicherste Switchen an der Stelle eigentlich Hydra. Ja. Macht sogar Irrlicht. Wundert mich tatsächlich, dass er da auf Irrlicht geht. Das ist halt jetzt natürlich blöd, dass Gyarados jetzt eine Verbrennung hat, weil Verbrennung verringert einen Angriff um 35%. Das ist eine passive Eigenschaft von Verbrennungen. Gefällt mir jetzt ehrlich gesagt aber gar nicht. Bin jetzt zwar schneller, aber ich muss damit rechnen, dass Gyarados gut Schaden von Spukball plus Verbrennung kriegt. Das muss ich beachten.
Allerdings kann man es auch umspähen, indem man einfach Sprungfeder drucken. Du bist der Geist. Ja, du machst jetzt sowieso Spukball, das heißt, ich kann auf keinen Fall in Marshall gehen. Wenn ich in Marshall gehe, kriege ich ein Problem. Raptor ist aus Switch auch raus. Allerdings war Hytera da jetzt tatsächlich eine ziemlich gute Option. Das Ding greift nur speziell an, Hytera eine unfassbar dicke Spezialverteidigung. So, das negiere ich jetzt einmal auf einen Schnalz. Ich kann mich da jetzt unfassbar gut setupen. Wenn ich vorausgesetzt die triff. Ja, du machst mir ungefähr gar nichts. Das ist eigentlich das war glaube ich so ziemlich das Beste, was ich machen kann. Ich nutze das Ding als Sacksand, als Sandsack. Sacksand. So, jetzt habe ich plus 2 Special Attack, das heißt, bei Schallwelle ist jetzt auch gar nicht einmal so ohne. Hundemann, okay? Ist glaube ich sein stärkstes. Nein, ist nicht sein stärkstes Pokémon, oder? Moment mal. Nein, Kamerop, das ist das stärkste, was er hat. Das ist aber fein. Du hast eigentlich nur Donnerzahn, was körperlich angreift. Ist aber kein Step-Move, das heißt, du machst relativ überschaubaren Schaden auf Hytera. Das heißt eigentlich, ich kann da drin bleiben. Ich stall das Ding normalerweise locker aus. Ehrlich, ja, okay, I don't care. Ich greif nicht körperlich an. Ja, tschüss dann. So, meine Überreste Heal negiert sich jetzt ein bisschen mit der Verbrennung. Das macht aber nichts. Weil ich glaube, das Gräber habe ich überstanden tatsächlich. Da hilft auch der Hypertrank nicht mehr viel. Kannst noch 3 Hypertränke werfen. Aus der Situation los ich jetzt so schnell nicht mehr raus. Deswegen sage ich ja, Hytera ist ein unfassbar starkes Pokémon, wenn man weiß, wie man spielen muss. Vinti, habe der, grüß dich. Alles fit bei dir? Ja, jetzt gibt's mir Flammenwurf, das hilft ja gar nichts mehr. Und ciao. Ja, der Crit, war cool, wenn der Crit eher kam, aber gut, mein Gott. Kamerupt, okay. Kamerupt hat Erdkräfte, Flammensturm, Steinhagel und Blitz und Lichtkanone. So, das heißt, normalerweise im Regelfall sollte das Flammensturm sein. Habe ich jetzt auf Sumpex eine Anti-Verbrennungsbeere? Ist jetzt die Frage. Ja, habe ich. Das ist gut. Jetzt hoffe ich mal nur, dass ich nicht überlevel. Wobei ich überlevel Sumpex jetzt sowieso. Sumpex wird an der Stelle leider sowieso überlevelt, weil wenn ich jetzt Kamerup besiegt und dann Puppita reinkommt, habe ich normalerweise safer Level up. Das heißt, wir müssen jetzt den Trade eingehen, dass wir Sumpex nicht mit in die nächste Arena nehmen dürfen.
Bei einem anderen Switcher. Garados brauche ich. Garados abzuwerfen ist unfassbar dämlich. Das kann ich auf keinen Fall tun. Es gibt eigentlich nur einen sicheren Play und das ist jetzt über Sumpex. Das hilft nicht. Wir müssen den Trade geben, weil anders zeige ich mich nicht aus. Du bist wieder fit, das hört man gern. Das hört man gerne, dass du wieder auf dem Damm bist. Bei mir warst du weit aus. So, Nassschweif killt da auf jeden Fall, weil vierfach effektiv brauchen wir uns überhaupt keine Sorgen machen. Easy, der Crit mattert überhaupt nicht. Völlig egal, war sowieso draufgegangen. Big Mama auf Level Cap. Jetzt hat er noch Pupita. Das ist halt jetzt das Problem, weil jetzt wird man nämlich genau gerade so überleveln. Pupita hat eigentlich nur... Oh fuck, das hat die Dance. Oh, der Pisskopf hat Drachentanz. Fuck, somit hat sich der Switch eigentlich erübrigt. Oh, das habe ich überlesen, der Pisskopf hat Drachentanz. Wird zur Erklärung, Drachentanz erhöht an Initiative und an Angriffswert. Ja, dann hat sich aber der Switch schon erledigt, weil ich das nicht riskieren kann, dass er sich mit Drachentanz setup, weil dann one-shottet er mich. Ja, genau. Deswegen habe ich jetzt Dampfallzeit gemacht. Weil jetzt bin ich nämlich nur mehr schneller wie er. Okay. Sumpex ist aufgrund des Level-Ups auf Level 39 für die nächste Arena gebannt. Es ist temporär kampfunfähig für uns. Erst wenn wir die nächste Arena haben, können wir Sumpex wieder hernehmen. Aber positiv in der Geschichte: Deathless, Mark und Kalle. GZ an alle, die für Ja gestimmt haben. Okay. Gut. Ja, den Trade, den können wir tatsächlich eingehen. Meine. Nachdem er jetzt Ärger verbreitet hat, gibt er uns unseren Meteoriten wieder. Der Zero habe der. Vor allem ein Pupita beherrscht Drachentanz. So, er ist auch zufrieden. Wir haben ihm Dankeschön für 15.000, ja bitte. Er freut sich natürlich auch, weil dass er dass der Plan für Team Magma natürlich nicht aufgegangen ist. Er hat sich jetzt nochmal bei uns bedankt und jetzt verzirkt er sich wieder, bis das halt die das nächste Mal irgendwie Unfug ausstellen. So. Gut. Gut, Broly dürfen wir jetzt sowieso nicht hernehmen, weil, wie gesagt, ist über Level Cap, ist quasi jetzt für uns temporär kampfunfähig. Aber gut, haben wir ja noch ein bisschen was, wo wir dagegen gehen können. Ja, gut durchkommen. Gut durchkommen. So, da haben wir jetzt tatsächlich gleich einen Encounter. Jetzt habe ich da gerade keine Hypnose nicht dabei, oder? Da gerade keine Hypnose nicht dabei. Der Zero ist eigentlich alles fit bei dir? Alles flauschig zauberhaft.
So, am Steilpass, Freunde, da haben wir einen Encounter. Was gibt's denn da eigentlich alles? Ich will direkt mal schauen. Was haben wir da alles? Steilpass. Horn-Encounter war der Menki. So, das ist aber auch wieder unlogisch, weil im Großkrimmer dafür kann man einen Rasaf kriegen. Aber jetzt schauen wir mal. Es gibt einen Rasaf, es gibt einen Griffel, es gibt Gramurks, ein Meditie, ein Spoink, ein Stunky, also sprich ein Dingens, noch Skunkapu, ein Glibunkel, ein Skorgler, Pineco, weiß ich gerade nicht, was das ist. Aber ist aber auch wurscht. Ja, da gehen wir für einen normalen Gras-Encounter da, ich sagen, das ist eigentlich das Sinnvollste. Weil ich genug Bälle, ich glaube, die habe ich letztes Mal noch gekauft, oder? Ja, da haben wir noch 14, das passt ja schon. Alles zauberhaft, das hört man gerne. Ja, bei mir passt es soweit aus. Ich muss noch mein Auto Batterie wechseln lassen, aber sonst passt's. Alltag und Dusche rufen schon wieder. Sigi, rutscht mir ja nicht in der Duschen aus, gell? Gut, dann holen wir uns jetzt da auf alle Fälle einen Gras-Encounter, da ich sagen. Hey, die haben jetzt pauschal gemeint. Aber wir haben noch einen Topschutz drin, Mann, gell? Swatty, danke für deinen Lurk. Glibunkel, okay? Vorahnung, ja, das ist jetzt auch nicht unbedingt die beste Fähigkeit. Schauen wir mal, ob wir das gleich so fangen können. Okay, nice. So, Spitznamen. Wer nennen wir denn das Ding? Ah, weiß ich nicht, was ich von dem Encounter halten soll. Gut. Gollum. Stimmt, das war eigentlich... Wifi? Gollum nehmen wir. Guter Einfall. Guter Einfall, den Gollum nehmen wir. Gollum nehmen wir, das ist tatsächlich eine gute Geschichte. Ja gut, ich weiß zwar nicht, was ich von dem Encounter halten soll, aber es ist halt besser als nichts. So, da gibt es jetzt auch wieder ein paar optionale Trainer, oder was heißt eigentlich überwiegend optionale Trainer. Ja, das sollte man halt jetzt wieder wissen, gell? Da steht auf alle Fälle eine Oma. Na gut. Ja, goldene Mitte, weil... Ah, 6 da. Hyperheiler. Hilft uns zwar nicht weiter, aber... Scheiß drauf. Aha, da steht auch wieder so... Ja, da werden wir uns einmal so aufkommen, irgendwann einmal ein wenig umschauen, ob wir da noch irgendwas finden können. Ah, okay, sieht aus, sehr gut. So. Endlich in Bad Lavastadt. War das eine Durerei jetzt. So. Soweit mir bekannt, gibt es in Bad Lavastadt ein Pokémon-Ei zu ergattern, das was als Geschenk des Pokémon zählen darf. Müssen wir mal schauen, ob wir das irgendwo kriegen können. Ja, nix Gummumilli. Schauen wir. Wir müssen erst mal schauen, was da ist, so zum Finden gibt. Was ist mit der? Ich glaube, hat es von der da gegeben. Ah ja, 6. Da haben wir schon ein Ei. Da passt es auf. Ja, dann holen wir uns auf alle Fälle gleich einmal das Ei, brüten wir das dann nebenbei noch ein wenig aus, beziehungsweise brüten wir dann nachher nur aus. Und
schauen wir, was da drin ist. Normalerweise im Original ist da ISO drin, also sprich Vorentwicklung von wohin genau. Du hast ein naives Wesen, das ist eigentlich gar nicht... Warte mal, ist das gut oder schlecht? Das ist eigentlich relativ okay. Plus Speed minus Spezialverteidigung. Haben wir lassen. Ja? Haben wir auf alle Fälle lassen. So, Sumpex ist ja sowieso temporär kampfunfähig. Dürfen wir jetzt aktuell nicht benutzen, weil Level 39. Dürfen wir also quasi in die nächste Arena sowieso nicht mitnehmen. Das heißt, das ist jetzt eigentlich einmal Spot Offward. Das macht aber nichts. Das ist die falsche Oma. Wie gesagt, wir werden uns gleich damit mit dem Thema Arenaleiter befassen. Den machen wir nämlich heute locker noch. Also hoffe ich jetzt einmal. Das kriegen wir schon. Jetzt schauen wir dann erst einmal, was der Arenaleiter eigentlich alles hat. Das ist nämlich die liebe Flavia. Die hat Feuer-Pokémon. So, die hat... Aha. Ihr stärkstes Pokémon ist, wie zu erwarten, Level 38, weil es ja Level Cap ist. Ja? So, die hat ein Vulnona, ein Hundemon. Keine Ahnung, was ein Delphox ist. Ah, das ist Rutena, glaube ich, heißt das. Ein Mekago, ein Kamarupt und ein Kurtel. So, und da sehe ich gleich schon mal ein Problem. Das Ding leadet, also Flavia leadet mit Vulnona. Das hat die Fähigkeit Dürre, was die Sonne hervorbringt. Das heißt, wenn Sonne auf dem Feld ist, werden Feuerattacken um 50% stärker und Wasserattacken um 50% schwächer. Das heißt, sie bremst uns mit Wasser-Pokémon also schon mal gewaltig aus. Und natürlich hat das Ding auch Solarstrahl, das wird dann gleich schießt. Okay, werde ich in meinem Teambuilding jetzt dann gleich beachten, was das zu bedeuten hat. Das Ei brüten wir jetzt da die Saison später aus. Jetzt kümmern wir uns erst einmal darum, wie wir da ein bisschen dagegen gehen. Wie gehen wir da ein bisschen dagegen? So, jetzt schauen wir mal. Ei schauen wir uns, wie gesagt, später an. So, wir haben ja, Sumpex ist ja raus, aber wir haben ja noch das eine oder andere Wasser-Pokémon da. Das heißt, das ist jetzt nicht einmal so schlimm, kriegen wir alles kompensiert. So. Das heißt, sie hat ein Sonnenteam. Das heißt, idealerweise war der Regenteam nicht schlecht. Das ist jetzt kein Scheiß, das meine ich ernst. So. Haben wir mir irgendein Pokémon, was Regentanz kann? Ja gut, die wird wahrscheinlich nicht. Ah, da haben wir schon mit Regentanz. Sehr gut. So, Finion, du bist drin. Garados, du bist sowieso drin. Da hat jetzt einmal pauschal behauen. So. Was können wir sonst noch brauchen? Was hast du sonst noch? Hundemon? Du hast eigentlich fucking nur Feuer-Pokémon. Das ist eigentlich gut für mich. So, das heißt, Dragonier ist auch mit dabei. Das heißt, Walmer ist mit dabei. Das heißt, Goldini ist mit dabei. Und so wie ich das sage jetzt, Moment einmal, du hast zwei Pokémon mit... Lass mich da mal genauer drüber schauen. Das Vulnona kann Solarstrahl. Und das Hundemon kann auch Solarstrahl. Gut zu wissen. Aber sonst hast du kein Pokémon, was Wasser-Coverage hat. Ist gut für mich. Das ist gut für mich. Und Haitaira Shot bekanntermaßen nie. Also nehmen wir Haitaira auch noch mit. Gut. Dann heißt es jetzt erst einmal aufleveln. Also zumindest die Pokémon, die noch nicht auf Level haben. Das heißt, jetzt mal so wacht. Garados lassen wir auf 37, Haitaira ist schon auf Level Cap. Garados lassen wir so lange auf 37, bis das nur noch Flavia in der Arena steht. Und Dragonier ist auch schon mal auf 37, das lassen wir also auch schon mal außen vor. Also. So, das heißt, wir müssen bei den drei nachziehen, das kriegen wir aber ohne weiteres hin. So, das heißt, die müssen auch mal auf 37. Windstoß, okay. Gut, da kann eigentlich Aquaknarre weg, weil wir Aquavelle haben. Und Flugcoverage schaut der bekanntermaßen nie.
Bitterkuss brauchen wir eigentlich nicht. Das verwirrt lediglich einen Gegner. Ist zwar nice to have, aber in der Arena eigentlich... Ich hab schon so ein bisschen ein Ding im Kopf. Silberhauch, das ist ein Käferattack, den nehmen wir jetzt auch mal mit. Der Coverage Ring. Peterli, danke dir für deine 69 Bits. Heute brauchen wir einen Booty, glaube ich, gar nicht. heute werden die dicken Steine mal ein bisschen mehr angebracht. Aber danke dir, wie geht's da? Aurora-Strahl, das war der Eisattack an der Stelle. Bin die bessere Windstoß, ehrlich zu sagen. Endlich Feierabend! Mrs. Fichteli, dann genießt den Feierabend, ja? Ich hoffe, du hast nicht einen allzu stressigen Tag heute. Wir haben, um die so ein bisschen auf Stand zu bringen, wir haben an Kalle und an Mark jeweils beide Deathless geschafft. Wir rüsten uns jetzt für Flavia, für den 4. Orden. Sumpex ist temporär kampfunfähig. Warum? Weil es überlevelt worden ist. Es ist auf Level 39, das heißt, darf man so lange nicht verwenden, bis wir den Orden in der Tasche haben. Ja? Keine Sorge, Sumpex ist nicht dauerhaft tot, es wird wiederkehren. Glaube ich, denke ich, hoffe. So, Liebreiz, scheiß auf Liebreiz, brauchen wir nicht. Wichtig war da an der Stelle eigentlich mal... Gut, okay, hat sich dann also erledigt. Entwicklung. Luminion. Ja, ist doch zauberhaft. Bodyguard, nope. I guess not. Ohrwaschel. Der hat Loser, ja. Der hört alles. Ja? Brauchst nicht meinen, dass du in Heimlichkeit in Anwesenheit deiner Freundin den Schoß lassen kannst, weil das Viech kriegt das mit. So, Nemo, du darfst jetzt die auch noch entwickeln. Abschlag, das glaube ich ist gar nicht mehr so unzauberhaft. Was haben wir da jetzt? Superschall, Hornattacke, Wasserring, Weg mit Wasserring braucht kein Mensch. Ab vom Hof, ist nur wasted turn für uns. So, Nemo, einmal entwickeln bitte, das war für mich noch zauberhaft. Agilität braucht man in dem Fall nicht, erkläre ich dann nur warum. Entwickelt sich Goldini im Original auch so spät? Nassschweif, brauchen wir nicht, weil wir Kaskade haben. Kaskade hat 100% Trefferquoten. Dankeschön. 100% Trefferquoten im Vergleich zu Nassschweif. Bei fast identischer Stärke, glaube ich. Also brauchen wir das nicht riskieren. Golking. Das ist der Herndl-Fisch-Preis für den Fall, dass die Frage kommt. Ja? Das ist der Herndl-Fisch, der Herndl-Kapfer. Schlagbohrer, das ist äußerst zauberhaft. Das ist nämlich ein Bodenangriff. Nehmen wir definitiv mit. Hohe Volltreffer, das nehmen wir auch bei. So, da kann dann Superschall eigentlich weg, weil Hornattacke lassen wir uns jetzt einfach einmal. Wir haben da einen physischen Angreifer, der braucht Wumms. Da muss Schneuzen brennen, der Sonne. So. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das Entwicklungslevel von Walmar obergesetzt haben. Im regulären Spiel entwickelt sie sich nämlich auf Level 40. Bin mir fast sicher, dass das dann genauso sein wird. Aber wobei wir könnten uns eigentlich überlegen, jetzt pass auf. Jetzt levelt man das einfach mal auf Level 37, dann sehen wir es schon. Ja. Für Aquaknare auf jeden Fall. Weiß nicht, ja, das ist wieder selbst, das brauchen wir jetzt in dem Fall nicht. Wie gesagt, ich hab schon einen ganz groben Plan vom Team, wie wir da strategisch ganz zauberhaft durchkommen können. Aber schauen wir mal. Lake. Ja, das meine ich schon dem nicht. Scheiß auf Whirlpool braucht auch kein Mensch nicht.
Erholung. Schaut bestimmt nicht, wenn wir mal Erholung haben. Tatsächlich. Für den Fall, dass wirklich massivst viel schief geht, können wir uns immerhin noch mal kurzzeitig vollheilen. Wobei der andere Trade ist halt dann, dass wir schlafen. Ja gut, okay, ist wurscht. Body Slam brauchen wir in dem Fall nicht, weil wir greifen wir nicht körperlich an. Taucher ist ein körperlicher Angriff, brauchen wir auch nicht. Gut, okay, also das Entwicklungslevel von Walmer haben es dann also tatsächlich so gelassen, wie es im Original auch ist. Oder auch nicht, haben es um 3 Level runtergesetzt. Ja, das ist nicht so ein glücklicher Zufall, okay. Genau um 3 Level runtergesetzt, dass er sich noch entwickeln kann. Sehr zauberhaft. Nehmen wir mit, Freunde der Sonne. Weilord. Kleines Nerdwissen am Rande ist bis heute das größte Pokémon, was jemals also von der Größe her, ja, ist das größte Pokémon, was bisher erschienen ist. Schallwelle haben wir schon mal gehört, ist ziemlich gut, kann unser Heithairo auch ganz gut. Da kann Erstauner weg, weil Erstauner ist ungefähr komplett useless an der Stelle. Gut. Also ich lehne mich jetzt einmal weit aus dem Fenster. Nichtsdestotrotz, Sumpex müssen wir verzichten, aber wenn das keine solide Basis gegen Flavia ist, dann weiß ich es vorher aber auch nicht mehr, gell? Dann weiß ich es aber vorher auch nicht mehr. So, du bist noch nicht EV trainiert, das heißt, wir gehen da jetzt einfach mal völlig schonungslos mit Moby Dick rein. Da weiß ich ja schon genau, was für ein Item das du einmal kriegst, nämlich Überreste. Du bist bulky wie Sau, du brauchst auf alle Fälle Überreste. Da gibt's überhaupt nichts. So. Was die anderen zum Tragen kriegen, das sehen wir dann. Das weiß ich nicht. Ich brauche mehr Trage-Items, merke ich gerade. Ich habe fast keine Trage-Items nicht. Was gibt's eigentlich in den Supermarkt besonders? Das war mal die interessante Frage. Wahrscheinlich nichts, so wie das ausschaut, oder? Tatsächlich nicht. Ah, okay. Du stehst mir ein wenig verdächtig da oben. Wie schaut's denn aus? Aha, du erklärst uns was zur Fähigkeit Robustheit. Ja, das habe ich meiner Bazi gegen schon erklärt, was das ist. Bei vollem KP ist kein One-Shot möglich. Okay, gut. Der Herr sieht sass aus. Ja, sehr. Ich glaube, der ist Imposter. Irgendwo da gibt es so einen Greiterladen, das werden wir aber auch vermeiden. Hast du vielleicht noch irgendetwas für uns? Ah, der Schmuse-Zickzacks. Das ist der Greiterladen. Holzkohle, okay. Verstärkt Feuerattacken. Plot-Twist, wir haben noch gar einziges Feuer-Pokémon nicht. Oder nicht mehr. Fukano haben wir mal gehabt, das haben wir aber leider relativ schnell verloren. Leider. Doch, wir haben schon ein Feuer-Pokémon. Was laber ich für einen Scheiß? Wir haben ein Ding. Come up. Der hat sich teleportiert. Der hat einen Glitch ausgenutzt. Ja, okay. Ja, gut, dann schauen wir mal, was die Arena so ist. Sie kommt. Wird schon nicht so tragisch werden. Die Frage ist, sind die Trainer da drin optional? Ich weiß halt leider den Weg auch nicht mehr auswendig, aber gut, das ist jetzt, glaube ich, deswegen. Ja, okay, gut, da geht's eigentlich eh nur in eine Richtung, okay. Gut. Das Design von der Arena finde ich in dem Remake richtig geil gemacht. Also das wundert mich, dass der nicht trappt. Versuche jetzt, wann möglich, in einem Guss durchzukommen, ohne dass ich irgendeinen Trainerkampf machen muss. Ich hoffe, dass mir das gelingt. So, ich glaube, dass man da skippen muss. Aha, da blubbert's. Das heißt, was blubbert, haben Trainer. Jetzt ist die Frage, was für Range, was für Blickrange haben die Trainer. Das werden wir jetzt eh gleich rausfinden. Okay, den können wir sogar skippen. Das ist gut. Tendenziell kann man sich dann da noch richten, wo Trainer haben. Vor einer Schaltfläche geht es in der Regel auch weiter, weil du sollst ja auf Widerstand treffen. Okay? Den werden wir halt wahrscheinlich nicht skippen können. Ja, denken wir schon. Okay, so einfach geht's dann doch nicht. Ein Jungblut, okay?
Level 34, die haben gar nicht einmal so niedrig gelevelt. Bin sogar schneller wie das Jungblut, okay? Hätte jetzt tatsächlich nicht gedacht. Gut, jetzt bin ich nicht mehr schneller, weil das Ding Temposchub hat. Au! Ziemlich hoher Schaden. Vampyro also auch noch, okay. Mogelhieb. Gut, du machst mal weniger Schaden, als ich mit Überreste wieder regeneriere. Das ist also völlig fein so. Bin ich auch schneller wie das Ding? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Wieso er gerade nicht killt? Da waren wir jetzt fast das Switchen schon lieber. BB-Spotty? Macht das aber überall das Ding? Wahrscheinlich. Da hat allerdings ein Crit killen, das war ein bisschen blöde. Kann ich eigentlich easy in Dragonier gehen. Normalerweise. Schauen wir mal. Bei Dragonier ist nicht die V drin. Ja gut, ist wurscht. Das müssen wir dann sowieso noch durch. Vielleicht verletzt du ja selber. Oder so, du vermisst einfach, okay. So. Weg damit. Das Ding hat, die hat echt 3 Starter-Pokémon? Was ist mit der da verkehrt gelaufen? Ja gut, Nitro-Ladung ist jetzt nicht so dramatisch. Das Geile ist halt an Drachen-Pokémon, weil die halt so unfassbar dicke Coverage haben. Also die haben fast gegen alles resistent. Gut. Ja, man merkt langsam auch die Trainer, was die für Pokémon einsetzen. Das wird langsam richtig, ja, knackig. Das sind jetzt nicht mehr so die 0815 Haumeblau-Routen-Pokémon, sondern das sind tatsächlich jetzt ernstzunehmende Gegner mittlerweile. So. Lass mich raten, da hinten ist wieder einer am Blubbern. Ja, denken wir schon. Das heißt, das muss wahrscheinlich da weitergehen. Da ist ein Spinner. Gehen wir jetzt mal kein Risiko nicht ein. Warten wir lieber, bis es sich umdreht. Das heißt, da müssen wir... Können wir den skippen? Achso, ja, wahrscheinlich nicht. Die Trainer, wo er raus, dann kann man wahrscheinlich nicht skippen. Aber gut, das macht ja nichts. Solange es nur 2 oder 3 Trainer haben, ist es ja nicht so dramatisch. Igelava, der hat jetzt wahrscheinlich die anderen 3 Starter. Dann hat jetzt noch Igelava, Texo und... das andere Fuchsviech da, keine Ahnung. Ja gut, Sondersensor ist mir so relativ. Oh, wir lenken mal zur Abwechslung. Okay, ja, doch nicht 3 Starter, oder Flamara. Gut, das ist kein Starter-Pokémon. Theoretisch Donnerzahn haben, aber das wird auch nicht killen. Das hat Schaufler, okay.
Fahrzeuge. Ah doch, ich hab schon was zum Negieren, aber ich hab Garados dabei zum Negieren. Da wärst du ja schon. So, easy Naschweif, easy Kill. So, Garados ist auf Level Cap. Müssen wir jetzt aufpassen, nicht, dass wir das jetzt auch noch überleveln, weil das war jetzt dann scheiße. Knirscher. Knirscher ist eine gute Sache. Knirscher ist zauberhaft. Big für Biss. Easy. Ja, gut. Ein Lichtel. Ja, so viel Erfahrung gibst jetzt du auch nicht, also von daher. Easy. Hochmut ist einfach OP als Fähigkeit. Kannst sagen, was du magst. Gut. Ah, perfekt. Schauen wir bei der Flavia. Easy. Motzok! Alter, merci für dein Raid. Wie war dein Bastel-Abenteuer noch? Bist vorangekommen mit der Lüterei. Willkommen alle Raider. Wer mich noch nicht kennt, ich bin der Gamerbazi. Nein, Schmarrn. Ich bin's, der Gamerbazi. Ich stream ausschließlich auf Bayerisch. Heute spielen wir mit der Hardcore-Nuzlocke in Pokémon weiter. Wir haben jetzt kurz vom nächsten Bosskampf. Unsere Verluste halten sich tatsächlich noch relativ gut in Grenzen. Und ja, schauen wir einfach, wie es wird, dann sehen wir schon. Alle Außernummer. Sehr schön. Sehr schön. Dann hat ja der Nachmittag tatsächlich noch was gebracht schon, ja. So, jetzt kriegt noch mehr jeder, wo ich Einsatzcode habe, Elixier, damit wieder meine AP voll Hand. Dann bringen wir alles auf Level Cap, also sprich auf Level 38. Und dann schauen wir mal, wie wir. Da müssen wir noch als Dragonier e.V. trainieren, wobei ich mir da noch nicht sicher bin, wie. Oh, mit seinem Abschluss brauchen wir immer noch nicht. Lumina 38. Wasserring haben wir da schon mal verlernt, braucht kein Schwein. Nicht das. So, Leute, kann einmal wer einen Mod sagt, bitte Shoutout an meine Mods. Ist irgendwer von meinen Mods anwesend? Wenn nicht, mach ich es selber. Dankeschön, Wichterli. Leute, schaut gerne mal beim Modsack vorbei. Ist Österreicher, also ein Grazer, macht unterschiedliche Sachen. Meistens spielt er Musik, macht der Bastelstreams, macht mit Zockt da ein wenig. Mit ihm habe ich unter anderem schon It Takes Two gespielt. Schaut gerne mal drauf und lasst einen Daumen da. Bitte, Dankeschön. So. Gut, auf Level Cap haben wir alles. Passt schon mal. So, dann machen wir jetzt kurz EV-Training. Fürs Dragonier. So, das heißt, wir werden jetzt somit mal kurz das Verzeichnis öffnen müssen. Da mal schnell zu. Und dann brauchen wir unser Lieblingssoftware. Dann nehme ich ihn jetzt wieder mit. So gleich zumindest. Noch PK Hex, meine Freunde. So. Jetzt sehen wir uns jetzt wieder unsere Speicherdatei ein. Warte mal, ich lasse ihn schnell ein bisschen Musik laufen, damit wir da ein bisschen was im Hintergrund haben. Ich löte jetzt noch für mich weiter. Du löte mal weiter, das ist eine gute Sache. Viel Spaß weiterhin. Shoutout, ist das was ähnliches wie schreien einmal an. So quasi. So. Wir haben jetzt da. Das ist einmal soweit unser Team. Ja, mit dem gehen wir jetzt dann in den 4. Orden. So. Wir brauchen auf alle Fälle unser Dragonier. So, das hat natürlich jetzt aufgrund der Kämpfe, die wir schon mit ihm gemacht haben, schon das eine oder andere EV-Pünktchen gesammelt. Das Ding ist, ich kann es in beide Richtungen spielen. Ich kann es speziell spielen und ich kann es, also praktisch mit speziellen Angriffen und ich kann es mit körperlichen Angriffen spielen. Da wir jetzt ein plus Spezialangriffswesen haben,
war eigentlich eine spezielle Angriffsverteilung besser. Aber das Problem, ich habe leider keinen physischen, keinen spezieller Wasserangriff nicht. Noch nicht. Kriege ich wahrscheinlich noch. Müssen wir mal schauen. Ist aber tatsächlich so, dass ich... Also für den Kampf bringt man wahrscheinlich jetzt das spezielle Bild weniger, weil wir, wie gesagt, keinen Angriff nicht haben auf das. Aber Drachenpuls ist immerhin speziell, also werde ich jetzt eigentlich fast so gehen müssen. Da gehen wir jetzt mal... Ja, da gehen wir schon mit 176 insgesamt rein. Speed darfst du natürlich auch ein wenig haben, sagen wir mal... Ja... Ja, sagen wir mal 172 Speed. So, die Attack, die darf er dann nicht mehr löschen, weil die hast ja du immerhin schon. So, dann kann man eigentlich einen Rest in KP durch. War ja nicht fast gescheitert. Deadpool, merci für dein Following, hab ich dir. War eigentlich fast gescheiter, wenn man den Rest in KP tun. Das war insgesamt, jetzt pass auf 510, das sind 100, 160, also 158. Ja, gehen sogar 160 tatsächlich. Genau, dann haben wir insgesamt die Summe von 510. Mehr gängen ja nicht. Also wenn jetzt da zum Beispiel 161 gesagt hat, dann da der rot ausschlagen. Das war illegal. Machen wir natürlich nicht. Ja? Wir bleiben da schon fair. Und ich glaube, so spielen wir Dragonier. Ist, glaube ich, das gescheiter. Jetzt schaue ich nur noch mal, ob die anderen ein EV-Training haben. Luminion hat es auf alle Fälle, Garados sowieso. Weilord hat es normalerweise auch. Jawohl, Gold King müsste jetzt normal haben. Dragonier haben wir gerade und Hytira hat sowieso. Gut, dann haben wir doch fein. Dann sind wir da fein, dann passt es ja so, dann brauchen wir da gar nicht mehr lange umeinander durch. Dann überschreiben wir den Wumms. Dann schieben wir es wieder da zurück. Und dann spielen wir wieder weiter. Gut. Musik aus. Nice. So, Freunde. Dann haben wir jetzt noch mehr Vorhersage. Instinkt bestimmt schon Dinger. Schaffen wir es mir? Deathless durch Flavia. So, habt's wieder 2 Minuten Zeit. Hinz, gern, voten. Deathless Flavia, ja oder nein? So. Der wir nochmal. Jetzt tue ich nochmal kontrollieren, ob das auch so passt mit meinem Dragonier. Normalerweise ja. Jawohl, ist sauber übernommen worden. Perfekt. Haben wir also alles richtig gemacht. So, jetzt müssen wir uns aber schnell kurz noch um die Items kümmern. So. Weilord hat sowieso samt Big Mom Überreste. Hydra hat einen Expertengurt. Passt also schon mal. So. Wir werden mit Lumina liegen. Der Rest ist eigentlich nicht so entscheidend. So. Jetzt brauchen wir auf alle Fälle für Lumina Anti-Schlafbeere. Warum? Weil das Vulnona auch weil dieses Vulnona unter anderem auch Hypnose beherrscht. Wobei, dann war es eigentlich... Na, passt schon so. Für den Fall, dass First Turn auf Hypnose geht. Ja? Passt also so, schauen wir. So, Gold King und Dragonier ist eigentlich relativ egal. Garados hat seine Items, die anderen 2 neue Items, dann gehen wir da wieder für Sindelbeere. Ich bin so froh, wenn wir endlich Zitrubeeren kriegen, die wo wir mehr regenerieren. Gut. Strategie für den Kampf steht für mich. Jetzt ist nur die Frage, ob ich das so umsetzen kann, wie ich mir das vorstelle. Ja? Wehe, du verlierst der Pokémon. Mrs. Fichteli, ich werde mein Bestes tun, damit das nicht geschieht. Okay? Ich tue mein Bestes dafür. Gut, Wermutstropfen, wie gesagt, wir müssen leider auf Sumpex verzichten, weil es eben überlevelt ist, habe ich schon erklärt. Sollten wir diesen Arena-Kampf gewinnen, ist Sumpex wieder back on the road. Okay? Ist temporär für uns kampfunfähig. Dürfen wir nicht mitnehmen in den Arena-Kampf, weil dort Level Cap nämlich 38 ist. So.
Gut, Votes haben geschlossen. Jetzt schauen wir mal, was wir da machen können. Wie gesagt, ich werde jetzt nochmal schauen, ob alles so passt, wie ich es mir hergerichtet habe. Wir haben eine Regentanz drauf, dann haben wir Maronbeere drauf. Passt. Im EV-Training stimmt auch. Da haben wir Sindelbeere drauf, die Attacken passen, das Level passt. Okay. Da haben wir Sindelbeere drauf. Attacken haben jetzt für die Arena tatsächlich nicht so optimal, weil uns, wie gesagt, der spezielle Wasserangriff angeht, aber Drachenpuls ist immerhin etwas. Garados hat Expertengurt, passt EV-Training auch die Moves stimmend. Weilord ist mehr oder weniger unser Backup mit Überreste, was sehr bulky ist. Und Hightyra ist auch ein Backup, was sehr bulky ist und was die meisten Attacken abfangen kann. Gut, passt also. Dann, Freunde der Sonne, schauen wir uns an, ob wir uns den 4. Orden auch ergattern können. Ja? Gehen wir ein ins Viech. Es passt da perfekt zeitlich. Das ist optimal. Sie ist noch ein wenig so abdroschen, die ist noch nicht allzu lang Arenaleiter, die muss die ganze, ja, wie man sie verhält und so weiter und so fort, muss die erst lernen, das hat sie noch nicht ganz so draus. Hat aber nichts mit ihrer kämpferischen Fähigkeit zum Tor, die hat schon was drauf, vor allem im Heck hat die was drauf. Was ich jetzt so am Team gesehen habe, ein zerknackiger Kampf werden. Vielleicht wird es aber eine eindeutige Geschichte. Schauen wir uns jetzt an. So, Vulnona. So. So, jetzt wird Folgendes passieren. Die Türe von Vulnona setzt ein. Das ist eine Fähigkeit, die das Sonnenlicht stärker macht. Ja? Es gibt im Pokémon Feldeffekte und Sonnentag ist einer davon. Wie ich vorher schon erklärt habe, Sonnentag verstärkt Feuerattacken um 50% und schwächt im Gegenzug Wasserattacken um 50% ab. Das heißt, mit dem First Switch von Vulnona nimmt man sie instant die Option mit Wasser-Pokémon da einzugehen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, das Vulnona hat noch dazu eine ganz gute Coverage gegen Wasser-Pokémon. Warum? Vulnona beherrscht in dem Heck die Attacke Solarstrahl. Solarstrahl ist eigentlich eine Attacke, die über 2 Runden geht. Ja? Das heißt, in der ersten Runde lädt sie die Attacke auf mit Sonnenlicht. Ja? Und in der zweiten Runde kommt der Angriff tatsächlich erst. Jetzt ist aber die Sonne draußen, ja, durch Sonnentag oder beziehungsweise durch Türe. Das heißt, Solarstrahl schießt sofort. Ja? Und jetzt wird Folgendes passieren. Luminion ist ein Wasser-Pokémon. Offensichtlich. Das heißt, sie wird mit Solarstrahl jetzt angreifen oder mit Hypnose. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Genau aus dem Grund haben wir uns die Beere ausgerüstet für den Fall, dass sie jetzt für Hypnose gehen und uns einschläfern. Was wir jetzt tun, ist für Regentanz gehen. Was passiert dann? Dann kommt ein anderer Feldeffekt aufs Kampffeld. Ja? Das heißt, der Sonnentag verschwindet und dann kommt der Niesel sozusagen. Ja? Dann regnt's. Das ist im Endeffekt genau das gleiche wie der Sonnentag, nur verkehrt rum. Ja, da werden Wasserattacken um 50% stärker und Feuerattacken um 50% schwächer, was uns ja dann in die Karten spielt. Also, mit genügend Speed-EVs haben wir die Möglichkeit, dieses Vulnona eventuell sogar outzuspeeden. Ich habe deswegen nicht umsonst Luminion Full Speed Investment gegeben. Wir sind jetzt schneller. Das heißt, die Sonne verschwindet und der Regen ist am Start. Jetzt drückt sie wahrscheinlich Solarstrahl und da jetzt die Sonne nicht mehr da ist, braucht sie jetzt eine Runde, um anzugreifen. Und jetzt bin ich im Endeffekt frei. Warum bin ich jetzt frei? Ich kann jetzt in Garados gehen, wo es Solarstrahl negiert. Warum? Weil es teils Flugtyp ist. Und dann, Freunde, wenn es ganz gut läuft, ist jetzt schon GG. Da muss aber, wie gesagt, verdammt gut laufen. Garados kommt, ebenso wie der Solarstrahl. Solarstrahl wird negiert. Macht fast gar keinen Schaden. So, das Einzige, was mir jetzt an der Stelle noch komplett bumsen kann, ist, wenn Nassschweif jetzt die folgenden Male irgendwann einmal daneben geht. Dann kann es eventuell nur mehr ein wenig gefährlich werden. Sollten wir jetzt alle Nassschweife treffen, ist der Kampf entschieden. Warum ist er entschieden? Erkläre ich jetzt gleich. So. 50% stärkerer Angriff, Vulnona hat keine Chance, das zu taken. Und jetzt kommt die Krux. Hochmut. Ich habe glaube ich schon das eine oder andere Mal gesagt, dass Hochmut eine verdammt OP-Fähigkeit ist. In diesem Fall
steigt jetzt jedes Mal unser Angriff, wenn wir mir irgendwas killen. Jetzt kommt Mekago. Auch das wird safe sterben, weil vierfach effektiv. Einzige Problem ist jetzt eben da, wenn wir mir jetzt Nassschweif verfehlen, wird man wahrscheinlich böse einen Steinhagel abkriegen. Kommt aber vielleicht auch sein, dass das Ding für Sonnentag geht. Mekago ist in dem Fall das einzige Pokémon in ihrem Team, was abseits von Volnona noch die Sonne rufen kann. Ich bin jetzt einfach confident. Tot. Sofort. Flammkörper, okay, wir werden jetzt verbrennt. Verschwächt unseren Angriff um 35%, ist uns aber aufgrund von Hochmut völlig egal. Wir überspähen das mit der Stärke unseres Angriffs. Wir haben jetzt auf +2 Attack, uns tut die Verbrennung fast nichts. Kamarupt, dasselbe in grün wie Mekago, vierfach schwach gegen Wasserattacken, ist ja so ziemlich ihr letztes Mittel gegen unser Gyarados, weil auch dieses Pokémon das vorletzte Mittel. Es hat Steinhagel und ihr Kurtel später hat auch Steinhagel. Selbst durch Verbrennung hindurch, no chance. Und wieder tickt Hochmut. +3 Angriff, meine Freunde. Jetzt kommt Kurtel. Das ist jetzt wirklich ihr letztes Mittel, was sie hat gegen Gyarados. Ich sag's euch nur mal dazu. Wird nicht überleben. What do you mean? Kriegen wir sogar noch Level Up. Und an der Stelle kann es sicher spielen. Der Kampf ist so gut wie entschieden. Ich muss Gyarados an der Stelle jetzt nicht mehr riskieren. Das muss ich nicht tun. Warum? Wenn jetzt Nassschweif daneben geht und das Hundemon mich doch trifft, dann habe ich mein Gyarados für nichts und wieder nichts weggeschmissen. Ich muss jetzt nur schauen, wie ich das Hundemon am besten noch ausspähen kann. Wird nicht Solarstrahl sein, wird nicht Hitzekoller sein. Entweder Matschbombe oder Finsteraura, das heißt, der safeste Play ist jetzt an der Stelle Big Mom und ich kann sagen, an der Stelle werden wir nichts mehr verlieren. An der Stelle werden wir nichts mehr verlieren. I don't give a damn. Ja, der Schaden ist ein wenig passabler, aber jetzt... Ja, wird er nicht mehr bringen. Okay, lucky, dass er vermisst. Aber völlig egal zu dem Stand des Kampfes. Jetzt kämen wieder ihre 15 Hypertränke, aber es macht für mich keinen Unterschied mehr. Das Einzige, was er jetzt an dem Moment tut, oder was sie tut, ist im Endeffekt meine Schallwelle APs out zum Stall. Deswegen werde ich jetzt mal mit Ladestrahl angreifen, um eventuell einen Special Attack Boost zu kriegen, damit Schallwelle mehr Schaden macht. Weil Hundemon kommt an meinem Hytera nicht mehr vorbei. Das ist so gäng, wie es ist. Schau mal, dass es Name macht, damit Schallwelle safe killt im nächsten Zug. Durch Hitzekoller senkt sie ihren Spezialangriff auch immer weiter. Was heißt, dass das von Runde zu Runde noch weniger Schaden macht. Jetzt kriegen wir einen Attack Drop, einen Attack Boost und jetzt ist es an der Stelle eigentlich entschieden. Da kann nichts, das kann unmöglich mehr schief gehen. Es ist nicht Heal Range. Was soll ich sagen? Easiest Gym Leader of my life. Da macht sich das Competitive Play wieder bezahlt.
Ach, das hast du auch noch. Ja gut, macht keinen Unterschied. Macht keinen Unterschied. Das macht keinen Unterschied. Ja, okay, für Schallwelle. Ah, warte mal, hast Give me that booty. du... Du möchtest, glaube ich, nicht den Big Booty von der Big Mom sehen. So, warte mal, hast du noch... Du hast nicht mehr Sonnentag. What do you mean? Du kannst gar nichts mehr tun. Ja, es ist halt fucking nothing. Jetzt fuck ich es einfach mal richtig ab und gehe jetzt einfach mal für Weichei. Für den Fall, dass hier jetzt ein Crit landet, muss man ja nichts riskieren. Deadpool, habe die Ehre. Grüß dich. Merci nochmal für dein Following. Alles fit bei dir. So, Weichei. Wir können uns wieder sauber dagegen heilen. So, und schauen wir wieder Full Life. Nehmen wir nochmal für Ladestrahl, damit sie nicht in Heal Range kommt. So, das ist nicht Heal Range. Wir haben jetzt auf plus 2 Special Attack. Schallwelle wird an der Stelle auf jeden Fall killen. Bist du Bayer? Aber sowas von. Mit Herz und Seele. So wie das ausschaut, bist du auch Bayer. Oder? Österreicher. Wahlweise. So, easy Flavia. Lichtschild. Ja, war eigentlich ganz cool, aber der Movepool von Altaira ist ohnehin schon OP genug. Noch Fragen, Freunde der Sonne? Oder ob ich irgendwas außer Acht gelassen? Wenn Fragen könnt ihr jetzt stellen. Na, Ösi, nehmen wir. Lieblingsnachbarn. Wir nehmen Österreicher, wo es gerade gibt. Freut mich, dass du daher verirrt hast. So. Lassen wir uns natürlich nicht nehmen, dass wir uns das ins Overlay pflanzen. Ne? Der 4. Ohren da unten, der schmeckt. So. Jetzt zu meine 1000 Punkte. Ja, stimmt, das lösen wir jetzt gleich noch auf. Ja, da haben da die meisten wieder sehr, sehr akribisch für mich beliebt. Achso, hat das schon wer aufgelöst. Ja, gut, okay. Gut. Ja, wohl Bayern ist das 10. Bundesland für die Österreicher. Genauso nämlich. So. Ladies and Gentlemen, Sumpex is back on the road. Wir dürfen Sumpex wieder mitnehmen. Frisch aus der Dusche aufgelöst, müsste sie auf diese einfach verlassen. So. Und Südtirol ist AFK. Jetzt soll ich den Weg zurück wissen, gell? Das ist wahrscheinlich das da. Weiß ich nicht mehr. Ja, tatsächlich sogar. Nice. Ja, Flavia war dezent einfach. Haben wir schon schwere Kämpfe hinter uns bringen müssen. Das Ding ist, es kommt jetzt kurz drauf, kann man nur mehr Arena leiten, nämlich unser Papa, also im Spiel der Papa, der Norman. Den machen wir aber halt nicht mehr. Den Norman machen wir, wollen wir nicht, nein, fick dich, ich geh mit dir überhaupt nicht ins Spiel. Du lässt mir gefälligst mal Ruhe. Ja, zupf den. Einen Norman machen wir tatsächlich halt nicht mehr. Purple Dragon, hab ich dir, grüß dich. Die hat halt auch schon wieder einen Horror-Trip hinter sich, die gute Dame. Ja.
So. Also, wenn das Regenteam kein 11 von 10 nicht gewesen ist, dann weiß ich es halt auch nicht mehr, ja? Muss ich halt der Fairness selber schon dazu sagen, das Competitive-Spielen von vor ein paar Monaten hilft halt da natürlich schon sofort dazu, weil du so dementsprechend drauf reagieren kannst. Ja? So Regen- und Sonnenteams habe ich selber gern gespielt. Sind, glaube ich, bis heute sogar noch Meta, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin nicht mehr so drin in der Materie, aber was ich so sehe hier und da. Ja. So. Gehen wir wieder. Full Tankiness. Gut. Wie war's denn noch? Also ich war eine ganze Zeit bei dir drin. Das Visage hat sich halt content-technisch auch komplett verändert. Also ich weiß noch, früher hat es einfach nur das Kapitel Lucy gegeben und sonst nix. Jetzt gibt's ja da schon was weiß ich wie viel. Aber cool zum Zuschauen, tatsächlich. Selber spielen ist aber nicht. Vergiss es den Fall. Ja? Mir klang Resident Evil schon. Du bist komplett durchgekommen? Nice. Nice. GZ dazu. Also erst einmal an deine Nerven, dass du das überhaupt so lange antust und ja, ein Horrorspiel abschließen ist natürlich immer eine zauberhafte Sache. Und jetzt kannst du mit Medicine anfangen, oder? Wie sage ich das? Purple Dragon? Könnt ihr mal einen Shoutout für die liebe Purple Dragon machen. Wer auf Horror-Gameplay steht, schaut bei der Mrs. Purple Dragon mal vorbei. Kommt ebenfalls aus Bayern. Bayern müssen bekanntermaßen zusammenhalten und Österreich und Bayern halten neuerdings auch zusammen. Also auf den Channel, geh followen. Bitte, Dankeschön. Ja? Das Game ist ja zu teuer, okay. Ja gut, da muss man ein wenig warten, bis da gibt es bestimmt wieder irgendwann einmal einen Sale oder sowas. Da kannst du das dann tatsächlich... musst du mal schauen, bei MMOGA gibt es meistens, haben die Spiele meistens um einiges reduziert. Wi-Fi sag ich schon, Deadpool, ja, da musst du auf alle Fälle mal reinschauen. Das lohnt sich definitiv. So, Freunde der Sonne. Für heute soll es das aber gewesen sein, okay? Wir haben heute 3 Bosskämpfe gemacht, die 3 Bosskämpfe haben wir vorgenommen, die 3 Bosskämpfe haben wir durchgezogen. Flavia kannst jetzt eigentlich so auf die Art und Weise nicht mehr als Boss werden, weil die ist komplett penetriert worden von mir. Ja? Da haben unsere Encounter tatsächlich einmal sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Das nehmen wir also dank mir so mit. So, habe ich jetzt eigentlich gespeichert? Das war mir die wichtigste Frage. Mein Name Sicherheit speichern, damit ja nichts passiert. So, jetzt haben wir gespeichert. So, weg damit. Muss ich her. Gut. MMOGA kaufe ich fast nur noch, aber das Game ist noch nicht drauf bei denen. Achso, okay, ja gut. Ja, das wird jetzt einfach, wann ist denn das released worden? Die Woche erst, glaube ich, oder? Das kann natürlich sein, dass das da noch ein paar Tage oder ein paar Wochen dauert, bis in MMOGA drin ist, aber es pressiert ja nicht. Ich glaube, Horrorspiele gibt es genügend auf dem Markt, ja? Was ich so von der Maschine mitgekriegt habe. Der Detektor hat wieder zugeschlagen. Wie meinst du jetzt das? Maike und Mark sitzen auf dem Mogelbaum, Diebesküsten sind... Du bist einfach so gestrahlt. Du bist nicht mehr geschubst, du bist gestrahlt. Okay, wir haben eine neue Steigerung von geschubst. Ab jetzt ist man nicht mehr obergeschubst, ab jetzt ist man wenn man über obergeschubst rauskommt, ist man gestrahlt. Ja? Da ist man einfach voll ins gestrahlt. Der sperrt gern mal das... Ach so. Ah, so, okay, ja, da hat mein Ding, verstehe ich. Das ist auch so etwas Blöds, weißt du, warum JAP, warum das von der Autoding gesperrt wird. Verstehe ich nicht. GST rollt. Der einmal einen Ausdruck gebracht und du ziehst das noch weiter ins Lächerliche. Also, du musst da halt einfach, du brauchst dich aber einfach auch nicht mehr wundern, weißt du, so auf die Art. Kann ich da genau erklären, weil es im Englischen eine Beleidigung gegenüber Japaner ist. Ist die. Seriously? JAP ist eine Beleidigung im Englischen. Wie sagt man denn da? Chap? Oder was? Das ist die Abkürzung von Japaner und als. Okay. Naja, gut, wenn es auf der Welt sonst keine Probleme nicht gibt. Also, es war JAP ist das letzte, woran ich. Gut, das ist die Abkürzung ist normal die Abkürzung in JPN für Japan? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber ans letzte, was ich denke, ist, dass das eine Beleidigung ist, wenn JAP dort steht. Das hat man schon mal gehabt, das Thema vor ein paar Monaten. Ja, stimmt. Hast schon recht. Hast schon recht, Siege. Ja, aber gut, mache ich so nicht mehr. Stehe ich nicht. Aber gut, da bringt vermutlich alles aufregend nichts. Das ist einfach so, auch wenn es genauso behindert ist.
Da muss ich mal schauen. Ich habe tatsächlich Automod eine da, aber auf ganz niedriger Stufe, weil es war teilweise, ich habe es einmal auf mittlerer Stufe laufen gehabt tatsächlich, aber das war so ein Chaos. Da wenn nur irgendein ein Buchstabe teilweise verdraht war, ist das sofort gesperrt worden. Oder wenn es dann Punkt dazwischen gebracht hast, zwischen zwei Wörter statt der Leerzeichen, ist das als Link gegolten. Oder hat das als Link gegolten und bist da ausgesperrt worden. Also das war ja so ein Schwachsinn, deswegen habe ich die Automod komplett ober da. Ich möchte es nicht ganz aussehen da, weil, ich meine, er hat bisher nie was gefeiert und da wird es ja an der Stelle nie was fein bei Eng, weil es ist einfach eine zauberhafte Community hat, die wo sie weiß, wie sie sich zum Benehmen hat. Ja, genau. Das hätten jetzt aber auch nicht 69 Bits kosten müssen. Was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, weil ich möchte es einfach, ich habe wie gesagt noch nie was gefeiert und wird sich ja bei Eng nie was feiern, weil es ist einfach, wisst, wie man sich verhält und das ist auch wirklich sehr, sehr schöner so. Aber falls da irgendwann einmal so doch irgend so dahergeroster kommt, der wo man, der muss links spammen, dann bin ich da ein bisschen auf der sicheren Seite. Ja? Weil links werden tatsächlich gesperrt aus, das können eigentlich nur ich und meine Mods da. Normalerweise, also hoffe ich zumindest. Ansonsten könnt ihr es als Viewer tatsächlich nicht. Bin vielleicht am überlegen, ob ich es sogar für VIP zugänglich mache, weil da falls in der Regel halt natürlich auch nichts sehe. Aber so Link Protection möchte ich tatsächlich schon drin lassen, weil man weiß ja nie. Ja? Es hat in der Vergangenheit schon genügend Bot-Attacken gegeben mit was weiß ich was, mit Virenlinks und so Teufel. Das möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht riskieren. Deswegen ist die Automod halt nur O. Ja? Und eigentlich auch nur aus dem Grund. Das sind Schimpfwörter von den Amis und Amis sind komisch. Ja, genau. Sonst halt Permit. Ja, gut, das haben wir schon mal gehabt. Das ist momentan deaktiviert tatsächlich sogar. Also es kann jetzt keiner, glaube ich, permitted werden. Ist, glaube ich, ein Thema, über das ich mich noch mit drüber richten muss bei Zeiten. Ja? Weil das ist tatsächlich ein Thema. Weil meistens ist es so, die Leute, die wo auf dem Discord-Server waren, Ausrufezeichen Discord an der Stelle, falls du noch nicht auf meinem Server bist, das lohnt sich, sag ich noch was dazu. Die posten es meistens eh da rein. Ja? Und da kann man sich dann auch ausziehen. Das ist jetzt, glaube ich, nicht das Problem. Achtung, ich poste jetzt links. Ja, du bist ja auch ein Mod. Du kannst das ja von Haus aus. Das hat dir mal, Fichterli, das hat dir mal einen 10 Minuten Timeout eingebracht. Ja, das ist genau das, was ich sag. Das ist ja eigentlich kompletter Schwachsinn. Du meinst ja nicht einmal was Best damit und wirst gepunished dafür. Für nix und wieder nix. Aber gut. Wie gesagt, da bringt halt leider alles aufregend nichts. Das ist halt manchmal muss man Twitch und alles, was damit zusammenhängt, nicht verstehen. Das ist halt leider einfach so. Ja? Aber gut, sei es drum. Du verstehst den Witz? Ja, ich hab's schon verstanden mit links. Ja, das habe ich schon verstanden. Ich wollte dich nur noch mal darauf hinweisen, dass du Moderator bist und das sowieso kannst. Ja? Hab's schon verstanden mit deinen Pfeilen. So stark auf den Kopf gefallen bin ich dann auch wieder nicht. Bin zwar gescheit auf den Kopf gefallen, aber nicht so stark. Nur so minimal ein bisschen. So. Auf dem Hinterkopf. So. Freunde. Jetzt muss ich mal schauen, wer online ist. Na, das kann nicht sein. Moment einmal. Bist du auch gegen die Torstangen gerutscht? Nein, ich bin nicht gegen die Torstangen gerutscht. Ich bin gegen die Mauer geschaukelt. So, auf die Art. Der Mod sagt, hä? Der hat mich doch vorher geradet. Ist der wieder online gegangen, oder was? Ist das jetzt keine Anzeige? Schleich dich, du blöde Fliegen. Ist das jetzt kein Anzeigebug von meinem Twitch? Streamt der wirklich wieder? Der hat vergessen. Ja, ich wollte gerade sagen, der hat mich ja vorher gerade geradet. Der ist ja offline gegangen. Modzag ist ein Pro-Streamer, heute schon mal gesagt. Na, jetzt passt's auf. Jetzt schauen wir mal. Leon, du nervst mich gerade. Habe ich jetzt tatsächlich keinen da. Habt ihr, Leute, Raid-Vorschläge? Ich habe leider gerade aktuell keinen interessanten in der Liste, der wo sie lohnen. Oder was heißt lohnen? Ich hätte Mondkatz, aber die backelt irgendwas aus. Weiß ich nicht, ob das, ob das was ist für euch. Könnt's mir gern sagen. Ansonsten habe ich keinen, der wo live ist, tatsächlich. Was ist da los? Liberators Gaming hätte ich, VT Karim TV spielt Pokémon Puzzle League. Ich hätte T-Fisch mit
Was? Mit Michi Maker? Kenne ich auch nicht. Den Danny wollten wir doch letztes Mal schon mal raiden, oder? Da ist doch irgendwas mit seiner Verbindung gewesen. Marschall, ich glaube, da war mal was, oder? Das ist letzte oder vorletzte Woche. Kann das sein? Ich glaube, der Name sagt man zumindest jetzt gerade sehen. Tatsächlich. Das war der andere Danny. Achso, okay, die heißt nur. Gut, okay. Gut, die heißt nur Danny. Alles klar, wissen wir. Der hat was Resident Evil. Marshall, kannst du mal schnell. Warte mal, vielleicht. Kannst du mir mal schnell den genauen Namen in den Chat einschreiben, Marshall? Weil dann gehen wir. Resident Evil. Ich glaube, ihr habt eh Bock drauf, ja? Wenn ihr es schon nicht von mir kriegt, dann kriegt ihr es halt von einem anderen, ja? Ich weiß zwar nicht, inwieweit, ob es der blind spielt oder ob der Speedruns macht oder was weiß ich was. Aber. Da wollen wir mal anschauen, den Burschen. Ich gucke, Freunde. Aber normal, wenn Marshall sagt, dass der zum Raiden ist, dann kann doch nichts fallen. Jesus, was hat denn der für eine Masken im Gesicht? Ach, der spielt. Ach so, okay. Also Österreicher, gut, den nehmen wir. Der ist automatisch schon. Gut. Na, dann gehen wir zum Danny. Ich kenne ihn noch nicht. Ich werde ihn jetzt gleich kennenlernen. Vorschlag von der Marshall. Wie gesagt, wenn Marshall das vorschlägt, dann ist das eine zauberhafte Sache. Dann kann der nicht verkehrt sein. Ist ein Österreicher sogar. Sehr gut. Ja, dann nehmen wir. Gut, Freunde der Sonne, Dankeschön fürs Zuschauen. Es tut mir leid, dass ich kurzfristig den Stream um eine Stunde eher machen müssen habe. Normalerweise streame ich nicht so bald. Aber aufgrund von technischen Schwierigkeiten, in Anführungszeichen, von meinem Auto geht es leider nicht anders. Der nächste Stream wird Mittwoch sein. Da wird es wieder massiv mehr zum Schwitzen werden. Ja, da spielen wir Resident Evil 8 weiter. Wir werden am Mittwoch allerdings mehr uns im Dorf noch umschauen. Wir haben einige Schatztruhen, einige Lootboxen, die wo wir noch holen können oder die wo ich noch holen möchte. Wir müssen mal schauen, wie es mit der Moon geht. Ja, die ist uns letztes Mal ausgegangen. Wie ich das überlebt habe, ich weiß es nicht. Schauen wir mal, ob wir dann zum Heisenberg nächstes Mal noch kommen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viele Streams das Resident Evil noch füllen wird. Ich schätze jetzt mal so drei Streams in etwa, je nachdem, wie wir vorankommen. Genau. Da schauen wir dann am Mittwoch weiter. Ja. Ich hoffe, dass es nicht mehr so schlimm wird wie am Samstag, ganz ehrlich. Weil sonst stirb ich da vorlaufen, da Kamera am Herzinfarkt. Ich sag's euch, wie es ist. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Danny und bei Resident Evil. Ich weiß jetzt nicht genau, was für uns ist. Ich glaube, das 3er oder das 4er. Weiß ich jetzt, habe ich jetzt nicht genau geschaut. Noch einen schönen Montagabend. Eine schöne Zeit bis Mittwoch. Bleibt mal gesund. Merci nochmal fürs Zuschauen. Ausrufezeichen Discord-Name. Kommt da drauf, wenn ihr noch nicht drauf seid. Da haben wir einmal in der Woche mindestens eine Ankündigung. Da mal ein Stream mit was und wie und hier und her. Könnt mit mir schreiben, könnt mit den anderen schreiben. Also haben sie schon einige eingefunden drauf. Da hat mich gefreut, wenn du dazu gehörst und wenn du halt neu da bist und noch nicht gefollowt hast, dann tu das. Warum? Ist kostenlos und hilft mir stark. So, Werbung Ende. Ab zum Danny. Viel Spaß. Bis zum Mittwoch. Für euch habe ich einen schönen Abend. Hat's euch rein.